So, bitte treten Sie zurück. Die Ladentüren können wir nur öffnen, wenn ausreichend Platz gegeben ist. Außerdem ist heute nicht Black Monday, meine sehr verehrten Damen und Herren. Timmy Boy, ich hab dich schon gesehen. Zweimal Grüß von dir daheim. Kruzifix nochmal, ich bin noch nicht mehr da. Ich höre mich nicht mehr selber. Ich höre mich noch nicht mehr selber. Wo ist denn die Tröte? Da ist die Tröte. Wir haben alle perfekt vorbereitet. So, hoffentlich geht's Internet. Das ist immer das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste ist, dass das Internet heute nicht abkackt. Falls das Internet abkackt, dann weißt du, was es ist. Heute einmal Fettsack. Habe! Evans, 1 Bierger zum Ladenöffnung des besten Ladens auf diesem Planeten. Habe ich sogar den feinsten Zwirn ever heute mal rausgeholt. Da pickt noch ein wenig ein paar Brosletten drauf, aber das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm, das ist uns in der Kundschaft wurscht. Denen ist ja bloß wichtig, dass sie ein wenig ein Brot kriegen. Das ist das Allerwichtigste. So, Timmy Boy, im ersten Lied, Chicks Lixen, aber Brützel. Seit Ewigkeiten war ich nicht mehr live dabei und nicht mehr im Nachschauskurs. So, auch mit Zeit war Mr. Chicks Lixen. Kuss auf die Nuss. So, jetzt kriegst du mir erstmal einen Haufen rein. Atmen. Bürger, atmen. Habe die Ehre an! Den Wulfric, den Meister, den Dominik, den Gurkel, den Violent, der Königin Elsa, den Robert, den Nire, den Devil, den Super Shiny. Ich hab fast Super Michi gesagt, aber ist wurscht. An den Herrn Zacher, den Forest Squad, an den Mike Riese, an den Nickel, an den Violent, an den Bernie, an den Raven, an den Helbe, an den Kawasco. Jetzt müssen wir oben scrollen, sonst kriegen wir nicht mit. Wer ist da wieder da? Da gibt es bei Ray Dream mit dem Reset. Das ist schon wieder ein Monat her. Bist du besoffen? Das glaube ich nicht. Habe die Ehre! Brot! Wo? Ja, das ist weiter schon. Wir haben die Regale befüllt. Bis oben hin. Ich weiß nicht, wir haben ja letztes Mal sehr gute Vorarbeit geleistet. Heute werden wir uns den Kassierer holen, den Doppelkühlschrank holen und dann werden wir so viele Produkte verkaufen und so viel Brot verkaufen, dass jeder Bäck im Umkreis von 500 Quadratkilometer sagt, okay, bye. So schaut's aus. Flip Frankie, mir ist wieder ein Resub. Habe die Ehre, Geschäftsführer, Bierger, Gag, der Wichser. Ja, den möchte ich mal hoffen. Das Einzige, was ich nicht mehr geschafft habe, ist, dass ich meinen Namensschädel bastelt. Ja? Hilft nicht. Müssen wir sich. Die Kundschaft kann mich ansprechen, wie es wollen. Ja, mir wurscht. Herr Reimann, mir jetzt wieder ein Resub. Bussi, Nussi. Wo sind meine 44 Monate hin, Kruzifix? Snusbene, wie? Wo haben die hin? Bist du seit 44 Monaten dabei oder haben die fort? Verstehe nicht. Ich hab irgendwas zwischen die Zähne, ich weiß nicht, was ich hab einen Döner gegessen. Fühlt sich als hätte der Fischgraten zwischen die Zähne. Was macht das für einen Sinn? Ich hätte gern 5-mal Brot, Hashtag Leerzeichen, 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 Leerzeichen. Oh Gott, ich sperre jetzt an das Wort Leerzeichen. Ah, Leerzeichen, Leerzeichen, wieso nicht Vollzeichen, Vollzeichen? Leerzeichen, Leerzeichen. Schluss mit dem Krampf! Timmy Boy, merci dir. Wer ist überhaupt roh? Innerhalb von 4 Sekunden ist die Scheißliste schon wieder 8 Kilometer lang. Grupp C, fix nochmal! Timmy Boy, merci für den 5er Brucki. Was machst du im Urwald auf die Bäume? Urlaub. Okay. Urlaub. Den hab ich noch nicht kennt, das ist nicht schlecht. Marvel Maniac Anonymous, merci dir. Alter, 18 Monate schon, heute fei, gescheit, eine werkeln, 2 Kassen müssen glühen. Ja, mindestens. Oder ja, ob wir 2 Kassen schaffen, weiß ich nicht. Aber wir müssen erst die Ladenfläche erweitern und wir brauchen die 3. Lizenz. Und wir brauchen einen Kühlschrank und wir brauchen einen Kassierer. Und das kostet jetzt so viel Geld und ich weiß nicht woher. Wo soll ich denn das hernehmen, das Geld? Was soll ich machen? Tobi, mir jetzt wieder ein Resub. Kann man heute ein Bier auch kriegen? Ja, schauen wir mal. Wenn nicht, dann wir fangen mit den harten Spirituosen an. Das ist das Wichtigste. Selbstspieler. Passt zu den Nudeln, musst du auch noch Dipf haben. Hashtag Zero Dipf. Hashtag Brot. Matthew, der Bierger, ich hätte gerne einmal Pedomüsli. Oh, das gute Pedomüsli, ja, das haben wir ein bisschen verstecken müssen, weil wir Probleme mit den Behörden gekriegt haben. beim Gesundheitsamt. Das ist der Arschloch. Dann können wir dann einfach Kindergackerl verkaufen. Wer ein normaler Mensch frisst seine Kindergackerl mit Milch. Verstehe nicht. Pedomüsli. Merci für einen Euro. Ich bin der Pedomüsli und du brauchst mich nicht, aber kauf mich! Wenn du es nicht kaufst, verlierst du sogar ein Pedomüsli. Mr. Wanted! Kuss auf die Nuss! Welcome to the Squad! Ein neues Mitglied, was der Chat zum Tor hat, wisst's? Und wer nicht mitmacht, der kriegt kein Brot! So schaut's aus. Mr. Wanted, merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Flagel, merci für den Resub, aber tritt zurück. Bauer, das ist zu viel und dabei. Halt die großen Beträge, weiß ich nicht, die mag Streamlabs einfach nicht. Die werden einfach nicht mehr angezeigt, die kann kurz da und ich so, nein, doch nicht, nein. Du Hashtag, wir hassen Lebensmittel. Dann geh doch zu Brotto! Wir hassen Lebensmittel. Tschüss! Kuss auf die Nuss! Herr Schäfer, welcome to the Squad. Ich begrüße Sie herzlich und ich hoffe, der Chat auch, wer den mitmacht, Kackfrisur. Muss das sehen, was ist. Moonfire, Alter, wie lang sind die Listen? Was ist denn heute wieder? Ich hab's lauter geschubst, die. Ich weiß nicht, wer da war. Moonfire, schön, dass du auch wieder da bist. Mir ist wieder ein Resub. Herr Langgraf, mir ist wieder ein Resub. Wer ist jetzt so? Ich muss die Liste justieren. Hey, Schwimmer, Mann,
Ja, gut, dann müssen wir schauen. Da schauen wir lieber nicht, das ist nix. Fast an! Der Bürger, Dere. ihr habt grad A-Fahrstunde mit dem LKW Oh. gehabt. Jetzt folgt die beste Unterhaltung für den Tag. Grüße aus Burglengen. Das hoffe ich doch sehr. Und ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Fahrt mit dem LKW. Da genau 2 Meter weit kämen, dann war entweder der LKW, ich oder die Umgebung kaputt. So wie der Freiweg, wie es ist. So, der Freiweg, wie es ist. Da können halt wieder übrigens die Stricherlisten geführt werden, wie oft dass ich euch halt Freiweg sage, wie es ist. Muss man also. Smikey, mir ist so eine Zwickel, Dere. Ersten, Österreich ist das schönste Land. Ja, nach unserem Bundesland. Und wer war am Weekend am Gerner tut in Egenfein und der eine hat gemeint, der ist ein Bruder vom Schmidt-Mann. Alles gut und ja, gerade war es alles Gute von die Salzburger Buben. Schöne Grüße nach zu den Lieblingsnachbarn um mich. Los. Wo 3 bis 5 Promille Geuten. Wer hat 3 bis 4 Mal gekegelt? Was? Los bin ich, muss ich nochmal lesen. Ich hoffe, es geht einer gut und Sie haben nicht den Fehler wie ich gemacht und am Wochenende 3 Tage ein Pegel von 3 bis 5 Promille gehalten. Warum tue ich das immer? Ja, Mai, wenn ich dann geht es halt 44 Mal. Ja, das habe ich hinter mir. So, wie es ist. Ich sage, das ist 3 bis 5 Promille, da packe ich noch, aber nur einen Tag. Und dann brauche ich eine Woche Reha und dann geht's wieder. Merci dir. Andal, merci für den Resub. Kussi, Nussi. Dani! Welcome to the squad. Willkommen im Edeka-Squad. Merci. Nein, ich komm nicht mehr mit. Mila Maus. Ich habe das Biergerprost auf 48 Monate. Ist absolut gestört. Die Scheiße. Grüße gehen raus an die ehemalige und ehemalige Nachbarin. Jetzt habe ich schon gemeint, du warst meine ehemalige Nachbarin. Bis Freitag! Vollzeichen und wehe, du sperrst Mai Leerzeichen. Was willst du dagegen tun? Timmy Boy, merci dir. Dani, welcome to the squad. Andal mir. Es ist, Alter, was, ich fühle mich als wie vor 5 Jahren im Stream. Was ist denn da los, Alter? 10 Minuten völlige Eskalation. Was? Ich verstehe nicht. Ich verstehe es nicht. Wir waren droh. Andal. Habe ich dir Bierger auf einen guten Stream, Fragezeichen? Wissen wir noch nicht. Wir werden expandieren. Wir werden so dermaßen expandieren, dass du sagst, da leck mir, wo schon der expandiert. Ja, freilich weiß ich, wie es ist. Luki, merci für den Resub. Ingel, merci für den Resub. Habe ich dir zurück. So, die Liste ist immer noch unendlich lang. Ich kann eigentlich, weiß ich nicht, ich kann dabei noch mehr rausfahren, kann noch mal schnell Bieseln gehen, vielleicht sogar Runden abscheißen. Kaya! Dollar! So, dritt, bin ich wieder da! Geil Stream! Was kriegst du Tröte für die 4 Fragezeichen? Weiß nicht warum, aber mir war danach. So, haben wir es jetzt dann bald? Wir fangen mal um Punkt 10 nach, fangen wir an. Wir müssen progressen, Leute. Purer Progress. Doppel-P. Purer Progress. Alles andere ist absolute Kacknump-Scheiße. Wir waren droh, ich sag, Bratenfett, da kommt nur wieder Scheiß raus, da können wir pass auf. Na, wer jetzt? Ah, der Franz! Franz ist ein Mitglied! Begrüßen Sie den Franz mit mir. Was hast du gemacht? Jetzt spielen meine Dichter die ganze Zeit, die spielen die Kinder am Computer. Sei mir froh, dass das spielen und nicht Manhunt 2 oder so. Ja, du weißt es, aber es ist nicht. Franz, welcome to the squad. Merci dir, Bratenfett. Bratenfettverkauf abgelehnt. Du bist irgendwie heute ein Rasenmäher-rotes Herz. Das fragst doch ChatGPT. Gib mir den sinnlosen Satz mit Rasenmäher, der dir einfällt und dann baust du nur und sagst, was ist. Das lass dir doch nicht selber einfallen. Habe die Ehre. Bratenfett, merci dir. Franz, welcome to the squad. Löwensepp, merci. Kuss auf den Host, merci. Dono übersetzt. Es tut mir so leid, alles nur mit Habe-Diere miteinander. Habe-Diere zurück. Leider ist ja gut. Bratenfett, nix merci wie den Zehner. Das ist zu viel und du weißt. Das Habe-Diere auf der Bürger Einkaufsbude. Wulfric, was? Kapitän, wir haben einen blinden Passagier an Bord. Das bin ich. Werfen Sie ihn sofort über Bord. Nach 10 Minuten. Und was machen wir? Und was machen wir jetzt mit einem Blindenhund? Wulfric! Die haben unterirdisch! Unterirdisch! Ab in den Chat, Hashtag unterirdisch. Ach, Alter. Ich hab vorher schon irgendwo eine pinke Nachricht auf wie von Sänger, aber... Wo kann man Bewerbungen für Herr Hubuch! Deinen Namen in Verbindung mit dieser hohen Donation habe ich noch nicht gelesen. Darum kriegst du genau die gleiche Ansage wie die anderen beim ersten Mal. Stop it! Zweistellig ist schon fragwürdig, aber mit einem Fünfer vorhin drauf, weiß nicht! Weiß nicht, Digi! Weiß nicht! Und der Amount of Hashtag unterirdisch ist too damn low! Matthew, merci dir. Jetzt muss ich gerade überlegen, Matthew, habe ich das vielleicht doch schon mal in der Verbindung mit? Ja gut, dann ignoriere ich, was ich gerade gesagt habe. Vielen Dank, es ist 2. Und du weißt es. Chlormizi, merci für den Zwickel. Sie entschuldigen, arbeiten Sie hier? Nein. Mir gehört der ganze Bums. Was schreibt's denn alle? Das ist 10 nach und es sind ununterbrochene Worte.
Ihr gottverdammten Irren. Real good, geil. Servus Birger, hast du wieder recht. Am Projekt gewerkt am Wochenende? Ja, hab ich. Freue mich auf den Stream. Schaust aus wie ein Doktor. Ja, es ist der Grad ist schmal zwischen Edeka Geschäftsführer und Medizinprofessor und weiß ich nicht, Autopsietypen. Weiß ich nicht, wie man die nennt. Wie nennt man die? Krematoriums. Wieder zurück in Deutschland aus Hau- Urlaub. Das Konto schaut Mann. so wieder besser aus. Ist ja gut. Leute, danke. Auto over Buit IND Werkstatt. Danke, Auf gut, Geld, geht's. merci. Kuss auf die Jeder Nuss. bringt Marvel der Mania, Hashtag Quatsch. Glaub mir, LKW fahren ist genauso leicht wie Auto. Nein, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Flo, welcome to the squad. Free Frankie, merci für den 5er. Gesichtsgerätschen, merci für den 5er. Willkommen zurück in Deutschland. Flo, welcome to the... Was ist denn heute, Alter? Welcome to the squad. Jetzt kommt der zweite, das ist der Grascher. Begrüßen Sie mir im Squad den Flo und den Grascher. In HD. Ist wichtig. Nicht in 4K, nicht in 8K, nicht in Toasterauflösung. So. Muss klar. Genug der Tröte. Geschellert. Den kenne ich. Snooze Penny. Warum hat der Teddybär keinen Kuchen gegessen? Weil er schon gestopft. Warum sogar hat der stoppen. Teddybär keinen Kuchen gegessen? Ja, Weil ja. er schon gestopft war. Hashtag Die bestätige. sogar Ab in den Chat. unterirdisch toppen. Hashtag bestätige. Snooze Penny. Merci. Merci. Sag mal, was ist denn heute? Ihr seid Mitglied Montag. Gibt's Mitgliedschaft wieder umsonst? Gibt's Rabatt? Gibt's 800% Zusatzwert? Ich weiß nicht. 11 noch ist, ich weiß bitte, wir sind jetzt der Letzte. Der stolze Löwe ist der Letzte mit seinem Resub und dann ist er gut. Sonst ist uns scheiße ein Haufen her. Kassieren Sie nicht von selber! Das Brot füllt das Regal nicht von selbst auf! Leute, Dankeschön. Ist ja gut. Heute ist schon wieder so ein Tag, wo ich gern außerfinden darf, wie lange geht das jetzt dahin, wenn ich es einfach so tue, als darf es nicht passieren. Als hätten wir uns nicht zum Zocken und Regale einrahmen getroffen, sondern schauen wir mal, wie lange das Leid. Ja, das passt schon. Der fette Trottel mit dem weißen Kittel im Internet, der macht mir einen sympathischen, aber auch intelligenten Eindruck. Hier hast du Geld. Dumme, just mercy, Alter. Use Mercy Euda. So, Joke Brother, du bist der Letzte mit dem Resub. Schluss jetzt. Joke Brother, merci, Domi, merci, Löwenzeit, merci, Flo, merci, Schmiedmax, merci, Marcel, welcome to the squad. Und jetzt haltet die Schnauze, jetzt seid nicht ganz sauer. So ist das, ich weiß. Fettsack Birger, startet das verdammte Spiel. Wo ist denn da? Supermarkt Simulator. Schaut sogar aus wie ein Strichcode. Oder ist richtig was denkt bei Mike? Muss ich mir auch noch was einfallen lassen für mein eigenes Spiel. Das ist übrigens Wimp Survivor heißen wird. Da kann man alles hineininterpretieren, wie man will. What is my purpose? Where's my pumpkin? Warum immer mittelmäßige Peniswitze? Und so weiter. So, jetzt halt einmal alle von an! Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Warum sehen Sie nichts? Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Laden hat geöffnet. Nice. So, was bei mir denn? Jetzt Schluss jetzt. Bernsi, merci dir. Es ist Montag und ich bin blau. Ja, alles richtig gemacht. Joke Brother, merci dir. Kuss auf die Nuss. Wir drücken jetzt da einfach, ist irgendwie ein Update gekommen oder so? Ich habe absolut keine Ahnung. Fortfahren. Wir krempeln die Kittelärmel zurück. Das war ja nicht, das war schon so. Tschüss. So, erst einmal die Lage sortieren in unserem Kauf eine Erweiterung für deinen Supermarkt über deinen Computer. Die Frage ist, okay, es ist 8 in der Früh, wir haben den letzten Tag noch angefangen, was wollten wir letztes Mal noch tun? Der Kaffee geht fast aus, das sehe ich von dort, Nudeln genauso. Kaffee und Nudeln brauchen. Haben wir vielleicht auch noch, was haben wir noch auf Lager? Käse, wir haben ohne Ende Käse. Oder? Warum kauft denn keinen Käse? Bruder, wieso kauft ihr keinen Käse? Verstehe ich nicht. So, das erste, was ich da sehe, was ich mir so ausdenkt habe in meinem jugendlichen Leichtsinn, Lucky, merci wieder den Zwiebel. Wie wär's mit Gerichtsmediziner? Oh ja, stimmt. Der Grad ist schmal zwischen Edeka-Geschäftsführer und Gerichtsmediziner. Dankeschön. Lucky, was da die ohne die? Matthew, ja, ist nicht das erste Mal Leerzeichen. Jetzt Schluss jetzt mit einem Leerzeichen. Scheiß, weil ich mit meiner Scheiße schmeiß. So, wir brauchen Progress. Ja. Ich weiß noch, jetzt pass auf, unser eigentliches Ziel war folgendes. Jetzt muss ich erst kurz mal wieder in das Menü da einladen. Hier Produktlizenzen. Ja. Da haben wir hier einige Rechnungen, die haben wir letztes Mal noch gezahlt, das weiß ich. Genau, wir wollten den scheiß Kassierer, damit wir Minimum abkassieren müssen. Problem an dieser Geschichte ist, da brauchen wir Supermarkt Level 10 und wir haben ein fucking Supermarkt Level 7. Das heißt, das ist wieder eine zähe Geschichte, dass wir das schaffen. Dann machen wir es lieber so, nehmen wir den ganzen Unterbau, erweitert wir unser Produktsortiment, damit wir am Tag mehr Kohlen einkriegen, was gleichzeitig mehr Kundschaft bedeutet, was gleichzeitig mehr XP-Gain bedeutet. Verstehen Sie? Das heißt, unser Ziel ist, Produktlizenz Nummer 2 zu kaufen. Was kriegen wir da eigentlich? Ein O-Saft! Und Soda und ein Zap, was auch immer das ist, klingt gesund. Dann Bio-Juice
Apfelsaft, dann haben wir Labol, das ist ein Mille, haben wir nicht schon ein Mille? Was ist denn das wieder für Behinderung? Und ein Turco, ist auch ein Soda. Okay, das kann ich mir niemals merken, ich kenne bloß Turok. Ja, sagen wir einfach, das ist Turok. Schluss jetzt, der Russe, der schaue ich seit langem das erste Mal wieder in den Stream, der Edeka, Fachwilder will mir Kindergackel andrehen. Nein, danke, ich hab schon. So, wir brauchen, Lager ist gesperrt, wieso ist das gesperrt? Brauchen wir da erst das Geld, dass wir es kaufen gehen? Ja, Lager brauchen wir nicht, scheißen wir aufs Lager. Zurück. Nein, nicht zurück. Das machen wir zu. Ja, das ist okay. Wir brauchen. Er möchte von uns, kauf eine Erweiterung für deinen Supermarkt über deinen Computer. Was genau möchte dann da von uns? Na, Bank, nix da. Wir nehmen keine Schulden auf. Das der wir im echten Leben nicht und das der wir auch da nicht. Wir brauchen. Möchte er da, dass wir das Lager kaufen? Oder was möchte er da von uns? Oder Wachstum? Kaufen Sie diesen Abschnitt, um Ihren Supermarkt zu erweitern. Um 4x4 Meter. Da habe ich letztes Mal gemeint, das sind 4 Quadratmeter. Ich bin ein absoluter Vollidiot. Das sind natürlich 16 Quadratmeter. Ist ja klar, das ist ja klar. Ja, die Zahlen im 10er-Bereich, die sind für Filialleiter nichts. Aber wie groß ist denn das da? Wie groß sind denn 4x4 Meter? Wahrscheinlich einfach nur mit dieser Raum, nur mit hinten raus. Den werden wir relativ schnell brauchen. Was wir aber auch brauchen ist, der scheiß Doppelkühlschrank. So, der Freibeck, was ist? Das wollten wir nämlich als letztes Mal noch kaufen. Mebin, Kühlschrank oder ein Gefrierschrank. Gilt das als eigene Lagertype? Es gibt ja Regal und Kühlschrank, wo man die Sachen reinlegen muss, ist der Gefrierschrank. Nochmal was anderes. Mal zurück aus, Verwaltung, Wachstum. Was kriegen wir da? Lizenzen. Das sagt man leider nicht, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir irgendwelche Sodas und Apfelsäfte und Milch und so einen Scheißdreck, dass man das im Tiefkühl-Scheißdreck lagern müsste. Das heißt, wir kaufen nicht den Gefrierschrank, sondern den Doppelkühlschrank. Der ist wichtig. Und ein zusätzliches Regal. Das ist mal das Primärziel. Und dann hoffen wir, dass wir so viel Leute abkassieren, dass wir Stufe 9 werden. Und dann diese beiden Produktlizenzen, merke ich gerade, kaufen können. Da ist Kuchen, Süßigkeiten, Müsli, Schokoladenriegel und Joghurt. Klingt auch nicht nach Gefrierhandel. Stefan, merci wieder ein Euro. Dominik, merci, Derre Birge, bin auch wieder da. Schöne Grüße aus Oberösterreich und einem guten PS. Wann wird ein Mafia 1 angepackt? Weiß ich noch nicht. Weiß ich nicht mehr überhaupt. Nichts mit Mafia! Wir sprechen da Mafia quasi, das weißt du bloß nicht. So, eins nach dem anderen. Da kriegen wir noch ein Regal. Was kostet der scheiß Ding? Was kostet Möbel? Doppelkühlschrank 375, können wir uns nicht leisten. Dann würde ich sagen, füllen wir mir jetzt Nudeln, Kaffee, Nudeln und Kaffee. Nudeln, Mehl und Kaffee. Kauf mein Produkt. Gib mir das Produkt. Wir brauchen den Kaffee, wir brauchen die Nudel und wir brauchen, was war das andere noch? Bagelmehl. Das ist nur Bagelmehl, mit mir nichts passiert. So, hier kaufen, wird schon passen. So, meines Wissens wird das dann da heraus noch geliefert, passt. Und jetzt fangen wir wieder an mit absolutem Pro-Gaming. Los. Der haben wir da ein bisschen was rein und unten ins Regal der haben wir was rein und die Scheiße auf R, jawohl! Geht schon los, haben wir sofort volle Kanone drin. Es gibt hier. So, Ski einräumen ist wichtig. Die Kundenpräsentation ist das A und O im Brutto, denn wir hassen Lebensmittel. So, Kaffeeschall, jawohl, Scheiße brauchen wir auch nicht mehr. Kann man eigentlich schon, soll man eigentlich einmal was kostet ein Regal? Regal, Möbel, Regal kostet 200, ja, das lassen wir, ja, brauchen wir das Regal, ja, ich weiß nicht, Digi. Wolltest du letztes Mal nicht nur einen Kassierer einstellen? Ja, das kann ich nicht. Dafür brauchen wir erst Supermarkt Level 10. Und um da hinzukommen, müssen wir Stuff verkaufen. Und auf was wartet man? Öffnen Sie bitte die Ladendecke, bitte, liebe Kuh, du schaust scharf aus, Kim. Kannst du mal ein wenig eine Milli oder was weiß ich, oder ein leckerer Brot vertragen. Ja? Da bin ich vom Hinschau, bricht schon auseinander. So, was haben wir da? Eier, können wir sonst irgendwas? Oh, wir haben da noch Eier. Wir brauchen Eier. Die können wir natürlich auffüllen. Jede Schachtel, die wir da nicht umeinander gichteln müssen, ist eine gute Schachtel. Die haben wir Milli, die haben wir auch einfüllen. Jawohl, die Schachtel können wir austeifeln. So, ist eine Frage der Zeit, bis Ordnungsamt kommt, aber das ist mir wurscht. Wasser haben wir genug. Käse, das nehmen wir gleich mit da, damit wir später das Regal erscheißen können. Jetzt mal der Käse. So, guter Käse. Das ist ein guter Käse. Ja, die erste Kundschaft ist da, du schaust stabil aus. Ja, du bist da, das ist der Trevor aus GTA, den haben wir letztes Mal schon gehabt. Tobi, mir wieder ein Zwiebeln. Bio-Juice nach einem Monat ist auch Alkohol, das stimmt. Den lassen wir einfach ein Dreivierteljahr lang. Ja, erstmal ein sauberes Snoozen und Pedomüsli. Easy. Ja, schön, da klingelt Kass schon. Schwarz ist einer Leute, das ist mir recht, 21 Enter. Also der Muscle Memory kickt sofort. Ich bin der Kassierer Ihres Vertrauens. So. Du hast Ava im Angebot? Ja, leider ist der Monitor schlecht platziert.
Ganz schlecht platziert. Nein, das verstehen wir nicht. Nur die oh, lecker, Alter, schau dir das an. Schau dir das an, geht sofort hier, Cash. Was kriegst du von mir? Nix, easy. Also aber nicht der Teufel. Das mit der Kartenzahlen kannst du wieder mit der Scheiße aus Bürsten ausdroschen, du Trottel. Da. So, schau dir das an. Haben wir schon bei 321. Easy. Easy. Tot durch, snooze, nu. Wolfeck, merci dir. Zitronenbaum. Was ist denn da? Du hast einfach den Namen aus dem Battle geschoben mit deinem Resub. Zitronenbaum, merci dir. So, zweimal Bratenfett. Was kriegst du von mir? 8. Hier, Schickel, Motherfucker. Kommt's noch einer. Ich brauche die fetten Kohlen. Und ein Regal und einen Doppelkühlschrank. Das ist das Ziel. Wie viel brauchen wir noch insgesamt? 200, 575, das kriegen wir hin. Kriegen wir das. Muss schneller gehen. Geht irgendwas aus? Das darf man nicht übersehen. Das darf man nicht. Keinen zufriedenen Kunden, unzufriedenen Kunden. Keinen zufriedenen Kunden dürfen wir haben. Nicht einen. Nicht einen. So, kriegst du $1, schaust lang, kommst du Trottel. Begehren sie uns bald wieder. Das ist aber ein sehr gewagter Ausschnitt für jemanden, der Snooze-Nu-Müsli kauft. Was haben wir da? 12. Abkassieren, haben wir schon wieder bei 400. Durchgehend Kundschaft. Außerdem glaube ich habe eine Vermutung. Wenn wir mir die nächste Lizenz kaufen, dann haben wir 8 oder 6 oder ich glaube 8 zusätzliche Produkte. Erstens brauchen wir natürlich einen Platz für die. Und zweitens, das hat letztes Mal ja jemand schon in den Chat hineingeschrieben, sobald wir mir die Lizenz haben, und selbst wenn wir die Artikel noch nicht im Geschäft drin haben, kämen Kunden, die diese Artikel suchen. Und ich glaube, je mehr Lizenzen also wir haben, desto mehr kauft ein Kunde insgesamt im Schnitt. Der geht dann nicht bloß mit Pedomüsli oder mit leckerem Brot, sondern wie halt da, der kauft halt dann gleich 8 Teile und ich kassiere einmal ab für 35 €. Und dann geht das hier, zacki, motherfucky. So schaut's aus. Snooze ist für Puderzucker und kein Müsli, ist mir wurscht. Das, wenn ich lang nur stehen lasse, ist es auch ein Müsli. Mr. Regaming. So, hauen Sie sich rein jetzt. Muss schneller gehen. Können Sie sich einmal ein bisschen umtun. Und du zauberst Wasserflaschen aus der Seite aus, oder wie sehe ich denn das? Oh, das Brot. Mein Gott, nimmst du das aus dem Regal? Großeinkauf heute mal. Großeinkauf für die Großfamilie, 37 $, die nehme ich. Zweimal Pedomüsli, das haben wir letztes Mal schon festgestellt, das wird nicht allein gekauft. Und ich muss nicht rausgehen. Beide haben es mal, du, Mitzi, was tust du später? Ich sperre am 9 zu. 9 sperre zu. Ich bin Edeka Filialleiter. Ernsthaft? Zweimal Puderzucker? Ich da Double Snooze-Nu da nehmen. Double Snooze-Nu. Stereo Snooze-Nu. So, das Wasser geht aus. Wasser, nachfüllen. Eine mit dem Schund. Der hat man mir nicht übersehen, was wir schauen, der Käse geht aus. Schmieren wir erstmal da sauren Käse in, Wasserpfeffer den Schund. Ja, die fetten Kohlen gemacht. Ja, ich hab euch schon gehört. Geht's mir nicht auf den Sack, sechs nicht, dass ich was umeinander trage, du Rind. Du Rindtier. Mit den Ohren schaut's gut aus, ansonsten schaut uns jetzt schon wieder ein Stereo Snooze-Nu. Stereo Snooze-Nu. Oh ja, das ist gut. Wie geht wir benannt? 500. Jetzt können wir uns gleich beides kaufen. Schon. Was ist da los? Der Karten schon wieder zahlen. Chef will pudern auf Zucker. Preise vergleichen. Oh ja, stimmt, sollen wir mal nachschauen. Warte mal, das sehen wir doch eigentlich da herin, was sie geändert hat. Nudeln, nach oben gegangen. Nudeln, Kaffee. Nudeln und Kaffee. Nudeln, Kaffee, Müsli. Nudeln, Kaffee, Müsli. Ich kann nicht immer so kassieren! Was? Sind wir da 80 bis besoffen? Wie immer so kassieren. Ich will mich konzentrieren, sonst gebe ich voll Scheiße, das ist nix. Aber da passend, das mag ich. So, Nudelpreis. Ja, das ist okay. Müsli hat sich geändert. Ja, 5, da kann man vielleicht 10 mit draufschreiben. Da können wir einen Euro rauszücken. Und der Kaffee, glaube ich, war es noch, oder? Ja, 12 ist in Ordnung. Sobald der Erste sagt, irgendwas ist da, nach dem richte ich mich fertig aus Armen. Ich da lange umeinander zipfe, da jetzt mal wieder einen geschissenen Euro. Mir wurscht. Oh, Licht müssen wir einschalten, damit ich da auch was singen. Nein! Das Brot ist nie zu teuer, was dir meine geschattert ist. Weiß ich nicht. Lichtschutzfaktor 500. Kommst du aus Fallout oder was ist mit dir? Himmel, Herrgott. Schaust aus wie der Dingsboy aus der Fallout-Serie. Die übrigens fast fertig geschaut habe gestern. Die ist grandios gut. Kannst du sagen, was du machst? Sehr woke. Scheißegal. Wie ich es damals schon gesagt habe, wenn eine gute Story ist, ist scheißegal. Ansonsten,
Bist schon fertig? Einmal snoosen nur. Nein, mit einmal snoosen da fang ich gar nicht erst an. So froh, dass ich die Kasse überhaupt aufmache. So, das Brot ist zu teuer. Wieso ist das zu teuer? Ja, da kannst du mit dem Arsch lecken, ist überhaupt nicht zu teuer. Kann ich nichts dafür, dass dein Geringverdiener-Dasein geht mir doch am Senkel vorbei, das sagt der Jesus. Das Gourmetbrot, das ist richtig. Hm? Was haben wir da? 21. 660, schau mir hin, was wir mir Cash machen! Da ist auf einen Tag das Regal und der Kühlschrank herin! Dann können wir sauber reintüdeln. Darf man bloß nicht übersehen, dass wir mir ja immer wieder Waren auffüllen müssen und die haben ziemlich teuer auf einen Schlag. Ziemlich teuer auf einen Schlag. Jetzt tun wir sauber einen Einkauf her, jawohl. Stereo Müsli, Stereo Wasser, hauen sie rein. Passen, so mag ich das, jawohl. Alles unter 5 Artikel. Oh nein, da muss ich. Kann man eigentlich falsch ausgeben? Das probieren wir jetzt. Zahlt er mal Ketten? Ja, der zahlt wieder natürlich. Hey, Gott, dass er nicht zu mir sagt, wir haben sie erwartet, Mr. Anderson. Okay. So, was mit dir? Vielleicht noch 14 Bagel Kaffee mit einmischen, ne? Und Nudeln? Ja. Ja, das schaut gut aus. Schaut stabil aus. Verkauf wieder. Verkauf wieder. Easy. Schau das an. Schau das an. Gehst zu im Offenstall. Best! Ja, wie warm Stiegel Tee. So hat man eigentlich Kasse nicht. Jetzt hätte ich ausprobieren können, ob man falsch rausgeben kann. Kannst die Kundschaft bescheißen? Nein, das geht nicht. Das haben wir letztes Mal schon ausprobiert. Da sagt er dann so, ja, das ist Zwing. So, 95. Weißt du was, ich gebe ihm jetzt einmal 100 aus. Ich kann ihm zu meinem Nachteil falsch ausgeben. Jetzt habe ich 5 Euro verloren. Ja, das hätten wir es gespendet. So, der Tag ist abgeschlossen. Da sagt er, ich bestellen kann man sowieso nichts, indem er sofort, da kommt da noch jemand, die stopft da noch jemand umeinander. Wie schaut's da aus? Nein, die gehen alle mit den Einkaufstüten heim. Das ist gut, das ist gut. Da haben wir einen guten Tag hinter uns. Enter. Da pimmeln wir gar nicht lange umeinander. Fanden die Produkte zu teuer? 2 Leute. Ja, das ist in Ordnung. Ansonsten, schau dir das an. Einkommen 539G, Profit 466G. Nice, Guthaben. Nächsten Tag starten, da pimmeln wir auch nicht mehr lange umeinander, da passiert ja nichts, die Zeit bleibt ja stehen. Automatisch bezahlt an Mitarbeiter? Ist das schon immer dort? Weiß ich nicht. Egal. Was brauchen wir? Snoo. Ohr vielleicht. Räumen wir erst einmal ein, was da ist. Nein, den Käse will ich nicht. Käse, den wir da unten rein. Schmeißen wir weg. In Fahrt. Ja, wir kaufen jetzt erst einmal ein Regal und Doppelkühlschrank. Das ist jetzt einmal das Erste, was wir machen. Ein Regal und ein Doppelkühlschrank. 575, dann haben wir noch grobe 150 zum Produkte kaufen. Wir brauchen. Jetzt gehen wir nicht den Weg um. Welcher Trottel hat das da wieder hingestellt? Machen wir so. Ja, Bio-Eier. Eier! Wir brauchen Eier. Und dann schließt man noch mehr einen Tag ab. Dann kann man ein Supermarkt Level 9, ja, ums Arschlecken wahrscheinlich nicht kriegen innerhalb von einem Tag. Aber Snoo, Nudeln und Brot. Snoo! Wieso habe ich da Suche mit W? Brot! Was kaufen wir? 2 Brot, ist mir wurscht. Nimm Nudeln, kaufen wir auch 2. Wie viel haben wir noch? Und Snoo brauchen wir noch. Da kaufen wir auch 2. So, der Freiweg, wie es ist. Damit ich dir gesagt habe, Freiweg, wie es ist. Dann haben wir noch $100, das ist perfekt. Perfekt! Ich kann das Geschäft heute auch zulassen, wenn ich einmal im Motorboot fahren darf. Auf dem Schlampenstempel. Ja. Was haben wir da? Ein Doppelkühlschrank. Easy peasy. Die Frage ist, wo wir den hinten. Können wir den direkt da davor herstellen? Kann man theoretisch. Wir müssen eine Kühlabteilung bauen können. Kühlabteilung. Muss ich die ganzen Produkte, jetzt warte mal, tragen? Die Produkte bleiben drin. Sehr gut. Machen wir jetzt so. Machen wir so. Schauen wir, wie viel Platz das wir da gewinnen. Machen wir so. So tun wir das da in den Säckchen drin. Milch! Was, Milch haben wir übersehen? Tatsächlich, das ganze Regal. Ich hab's bloß nicht gecheckt, habe bevor ein Käse gelegt. Wie kann dir das passieren? So. Das schaut doch mehr als stabil aus. Das sagt der was ist. Schau ich. Freiweg, was ist. So. Kriegen wir da noch ein Regal einzwickt? Ein kleines vielleicht. Oder machen wir einen Club. Wo der man das Regal hier? Okay, ich hau noch keinen Blasen oder der wir es hinter uns.
Hey, ja, dann haben wir es hinter uns. Das ist ja wurscht. Das stellen wir einfach da davor. Das glaube ich, stört die Kundschaft sowieso nicht. Wasserflasche, das können wir ja einräumen. Können wir mir einräumen, das Wasserflasche, haben wir nur Platz. Schmeiß weg den Schund! Ja, dann nehmen wir das gleich noch mit. Warte mal, können wir das direkt da vor das Lagertier hinstellen? Eigentlich schon. Ja, das gefällt mir jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Ja, den kleinen Kühlschrank müssen wir irgendwo anders hinzwirbeln. Zwirbeln mal den. Oder wir machen es ganz narisch jetzt bei so Ort. Ja, machen wir es ganz narisch. Weißt du so. Können dort Kundschaften nur durchgehen, meinst du? Ja? Was ja? Oder machen wir es noch fein narischer? Nein. Fein narischer ist nichts. Ja, warte mal. Kühlschrank. Unsinnig da, ja. Dann machen wir so. Das ärgert mich jetzt, dass das Regal da nicht eingeht! Kruzifix! Stellen wir es da so hier. Na, dann muss ich jetzt mal da um die Ecken laufen. Das ist ein totaler Scheißbier. Was tut denn da? Oder stellen wir es da vor das Haustier hin? Geht's da vor das Haustier hin? Mal alles schön im Blick haben. Machen wir das Fenster zu. Ja, so geht's natürlich nicht. Das ist mir auch klar. Das nehmen wir da hin. Das nehmen wir das unkapperte Club irgendwo anders hin. Tun wir einen Käse errichten. So. Machen wir einmal so. Aus mit dem Schund. Schluss. Nein, nicht. Nein, was ist denn? Jetzt ist weg da. So. Wasser, Getränkeregal mit der kleinen Kühlschrank. Jetzt kommen die ganzen Schachteln mit der Pfeife. Was haben wir da? Räumen wir den Schund einmal ein. Schön. Da haben wir bloß 8 Bagel Nullen drin. Das ist, da muss ich jetzt mal 5 kaufen. Das ist ja Wahnsinn. Also. Ja, da ist, hoppala, hätten wir fast ein Bagel Nudeln weggeschmissen. Das ist nichts. Zum Herschenken haben wir es nicht. Zum Herschenken haben wir es nicht. So, Brot kann man nirgendwo haben. Oh, eingeschissenes Ding. Das gehört über die Supermarktlabyrinth. Ja, das Ziel ist, die Kundschaft so lange im Geschäft zu halten wie möglich. So, das lässt man natürlich nicht. So, das ist ein totaler Kass. Soll ich wieder mal freiweg, wie es ist. Ah, weg mit dem Schund. Was haben wir da? Nochmal. Na, so viel Snus noch. So viel Snus noch. Haben wir Snus noch eingewurstelt. So durch Snus noch. Sprichwörtlich. Wenn du 3 Pfund Puderzucker frisst, dann wirst du wahrscheinlich einfach umfallen. Schau dir sowas mit mir. Brot! Feinstes geschnitten Brot. So, Regal ist aufgefüllt. Die Frage ist jetzt, ob wir mir das leere Regal da so herkriegen. Kriegen wir mir das da rein? Ja! Ah! Perfection! Easy! Ja, das drehen wir wieder um. Und gondelt mal da ein. Das man aber auch sonst damit. So, jetzt ist die Frage, müssen wir irgendwas umdüdeln? Ja, die Wasserflaschen, das machen wir dann, wenn die neue Lieferung kommt. Da kommen nur einer, da kommt nur Käse einer, da kommt. Ja, wobei, wir brauchen das für die 3. Lizenz. Ja, dann da ich sagen, sperren wir auf die Bude! Scheiße, das kann ich nicht mehr aufsperren. Muss ich von draußen aufsperren. Das können wir in Kauf nehmen. So, Kundschaft! Brotiges Brot. Matthew, merci dir! Du kannst auch die Kasse umstellen. Was kann ich? Die Kasse umstellen? Tatsache. Ja, man, die haben geschickt dann. Kasse hat eigentlich ganz gut passt, die stellen wir aber weiter dahinter. Dass ich heute rundum komme, ne? Also, dass ich heute rundum komme. Und so. Oh, jetzt sind wir. Haben wir da von mehr Platz? Dann kann man später da so ein Doppelregal einbauen. Ja, aber da müssen wir erst den Laden erweitern. Der muss länger werden. Der muss. Da, Milch! Wir brauchen Milch! Schnell, Milch! 2 Bagel Milch! Ja, ich hab die schon gehört. Ich brauche erst eine Milch. Du, eine Milch! Entschuldigung, ich komm gleich wieder. Muss die Milch auffüllen. Ich kann mir irgendwo eine zwirbeln, weil es scheiß wurscht ist. Hauptsache Mühe. Das ist aber viel Mühe. Ja, jetzt geht die letzte Mühe da bitte nicht. Ja, Dankeschön. Passt. Schön ausgeklappt. Gute Frau. Gute Frau. Oh, habe ich jetzt Verkehrschaos verursacht. Weiß ich nicht, ich muss abkassieren. 2 mehr Eier kriegst du. Eier, wir brauchen Eier. So, gib ihm. Jetzt geht das schon wieder los. Kruzifix. Hier mit einem scheiß Bargeld. Gehst mir voll auf den Sack. Also doch noch eine Ausbildung bei Lidl. Ja, bei Brutto. Oh, wir haben Sie erwartet, Mr. Smith. Mr. Anderson, Entschuldigung.
Das sind ja bloß Testkäufe, ob das schon reales Zeug ist, was wir da kaufen. Preise checken, geschissen auf Preise, Zeitverschwendung, dauert arbeitslang. Checken wir die Preise. Was haben wir? Die gehen so marginal nach oben und nach unten, dass sie sich da rentiert nachzuschauen, alle 5 Tage vielleicht einmal, so habe ich das Gefühl. Ja, was sind denn das für Einkäufe da? Grüezi, fix da mal nicht einmal Kasse auf, du Knicker der Huren! Friss mal was! Und es gibt nicht einen Leg, der ich wüsste da ein gutes Gym. Das Gym Tonic, wisst ihr da. 86, Grüezi, fix. Schau, dass du lang gewinnst. Mehr rausgeben wie Eigennummer. Milchpreisbremsen. Preis von der Milch noch gut. Weiß ich nicht. Ja, kommen wir mal 4 drauf. Oh, 45 ist vielleicht viel. So, ist dir das jetzt währenddessen sie das rausgeglaubt wurscht? Irgendwann, du gehst einfach ohne zum Zahlen, hättest du aber gehabt. Sag ich dir, was ist, wie viel der Schachtel auf dem Tetz. Schwarzer Kaffee ist zu teuer für mich. Was kostet der Teufel? Ja, mach 11 draus. Haben wir 11 Euro verloren, weil wir den gepasst haben. Das ist nix. Da kriegst du. Was hast du dabei? Grütze, fix nochmal diese Armut kotzt mich an. Eure Armut kotzt mich an und ein Ei haben wir auch nicht mehr viel. Da, das unter den Regal ist noch voll, das ist gut für uns. Das ist. Ah ja, ganz Schokipick. Schokipedo. Im Fachkreis auch genannt. Ah, Misi, ja, jetzt ist der Laden voll. Der Laden ist voll! Lecker Brot! Was war denn eigentlich die größte Abkassierung, die wir jemals gemacht haben? Ich glaube so über 50, 55, 57, irgend sowas. Was hast du dabei? Lauter Snusnu? Ja, das anderen haben bloß Tarnartikel. Ich weiß schon, wie es läuft. Was hast du ist dabei? Brot und Ei. Gibt es auch einen French Toast. Aus Öl. Gut. Wasserflaschen sind zu teuer für mich, du Knicker, die Scheißhaushuhe. Was kostet? Ja, was? Da fällt überhaupt nichts. Kannst du mir den Fotzen halten, das ist ja Wahnsinn. Ja, genau. Und 2 Bagel Tee kaufen, du Rind, du Dumms. Du hast lang gewinnst. So, was haben wir da? Jetzt kommen aber die Großeinkäufe. So, jetzt haben Mamas, haben die Kinder von der Schule geholt, haben schnell die Kinder bei der Brüder Nitz ins Auto eingesperrt und gesagt, ich komme gleich wieder, ich muss einkaufen. Du hast lang gewinnst. So, wie viel haben wir eingenommen? 371. Was brauchen wir? Birger, da noch übersagen! Was für eine Ricky Boy! Birger, Rechnungen zahlen nicht vergessen. Dankeschön! Ich muss jetzt mal schauen, wo die Rechnungen überhaupt zahlen. Rechnungen, bezahlen! Haben wir's ja. Schäkel, ausgeteilt, Bitch. Billinger, Merci, klar, Miezi, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt, das Birger-Sozialprodukt. Das wird sauber gesteigert. Sag mal, wie oft kaufst du Stereo-Snus nur am Tag, Mr. Smith? Boah, leck, hasse ich mich leid. Basti, was hab ich schon wieder besenkt? Zitronenbaum, Wulfweg, ein Rick, Bier. Du kannst deine Kasse mit das gesehen zum Ausgleich für einen Verlust. Sebi und Merci. Die hab ich auch besenkt. So, Schäkel, Motherfucker. Was kostet die scheiße Weiterung? Die kauft man jetzt dann einfach. Einfach, weil wir es kennen. So, ihr druckt es mir wieder rein. Ja, top. Stereo Brot, das ist das Beste. Stopp! Brot falsch betont. Stereo Brot! So, jetzt passt es mir. Schauen wir mal. Verwaltung, Lizenzen. Haben wir fast Level 9. Das weiß ich nicht, ob wir das heute noch schaffen, aber wir könnten uns den zweiten Abschnitt kaufen. Die Frage ist, was kam zuerst, der Abschnitt oder die Regale für die neuen Produkte? Wie viele Slots haben wir für die neuen Produkte? Blub. Was kriegst du von mir? Ein 14er, sollst du haben, schau, dass du abgehst. 1, 2. 3. Wir brauchen wahrscheinlich noch mehr einen Doppelkühlschrank. Wir brauchen wahrscheinlich noch mehr einen Doppelkühlschrank, weil beim nächsten Mal, bei der nächsten Lizenz sind, glaube ich, sehr viel so Säfte und so ein Scheiß drin und die müssen garantiert in den Kühlschrank rein. Ich bin mir fast sicher. Aber der Tag ist ohnehin gleich gelaufen, es ist schon wieder 6 Uhr auf die Nacht, Zeit vergeht, dass du sagst, ja, wenn die Arbeit Spaß macht, dann vergeht natürlich, dann wenn du die Arbeit zum Beruf machst, arbeitest du immer, ist das Motto vom Edeka Birger, wir hassen Lebensmittel. Halt doch dein dummes Maul. Ja, wo ist kein Licht? Blinder mach deine Augen auf. Geh endlich mal ins Gym Tonic, das glaube ich ist 2 Heisel weiter. Das ist ein guter. Oh ja, 2 Stereo-Pedomusli, das ist immer ein guter. Das wird er nicht allein kaufen, das kann man auch nicht allein kaufen. Das kann man nur im Doppelpack kaufen. Muss man wissen. So, $500 aus, die schauen doch schon mal gut. Oh ja, geilige Miezi, du. Ja? Sonnencreme hätte ich mir mitgenommen. Aber die wirkt anscheinend im Solarium nicht. Bei ihm auch nicht. Öl und Käse. Nachhaltig. Lizenz ganz links, kostet schon kaufen. Die habe ich schon gekauft, oder? Wenn wir Lizenzen machen.
Produktlizenz. Schmarre. Ach, die Lizenzen verschwinden aus dem Ding da außen. Ja gut, das habe ich jetzt übersehen. Ich habe die ganze Zeit schon gemacht, ich habe nicht registriert, dass da kaufen steht. Ich habe gemeint, das haben wir schon. Ja, dann müssen wir natürlich... Aber wieso ist denn da anders Mehl? Olivenöl, Spaghetti-Nudeln, Basmati-Reis und Salz, Erdnussbutter. Das sind einfach nur mal dieselben. Was ist denn das für ein Blödsinn? Was ist das wieder für ein Blödsinn? Schönes Haar! Scheiß Langquinst. Da geht's schon wieder zu. Wer hat sich da wieder... Die Milch ist zu teuer für mich. Ja, sprach er in seinem Gucci-Anzug und kaufte sich eine Flasche Öl, mit dem er sich daheim einschmiert. Und dann Dinge tut. Oh, das ist aber eine schicke Fliege, der Herr. Schicke Fliege. Heute gibt's einen ordentlichen Batzen. Das Spiel ist so gut, ich suchte das seit Samstag. Er artet aber in Arbeit aus. Mein Wochenende war sehr arbeitsam. Ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Es gibt anscheinend Mods zum Avalon auf Nexus Mod, die das Leben so ein bisschen einfacher machen, wie zum Beispiel, du kannst dann per Mod einfach Sachen aus dem Regal rammen und du hast automatisch dann eine neue Schachtel in der Hand. Du kannst, was kannst du Neues machen? Den Müsli selber, wieso ist denn da vor mir alles Style für euch? Genügend den Scheiß aushuren! Der Millet Style, oh ja gut, die ist vielleicht wirklich ein bisschen da. Ja, was haben wir da? Ja, trotzdem mal einkaufen, Kruzifix, da war mir auch alles Style. Und dann aufs Geld schauen. 8! Abflug! Öl ist aus! Das stimmt. Das haben wir übersehen. Das ist aber schon eine. Kann man nichts mehr bestellen. So, das machen wir alles am nächsten Tag. Kommt da jetzt noch einer rein oder nicht? Was mit dir? Er kann nur eine Kundschaft sein. Bist du nur eine... Ja, das ist mir jetzt wurscht. Schau, das lang, wenn du scheiße aus Kundschaft. Enter. So. Fanden Produkte zu teuer. 14. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Milch und Tea-Palace Schwarztee ist nach unten gegangen. Milch und... Ja gut, die haben wir schon angepasst. Und der Tee. Nee, ist aber auch nicht so massiv. Fällt da einer. Mich würde interessieren, was er nicht teuer ist. Alles, was so ein Euro drüber ist, Nudeln sind da, ja. Oder, ja, das große Preisspanne, aber das müssen wir vielleicht so lassen. Von 5 müssen wir auf 6 Jahre gehen. Hilft nicht. Wenn die Leute das Klump dann nicht kaufen, das bringt uns dann natürlich auch nichts so flächendeckend. So, was der ich sage, 694 haben wir. Wir kaufen jetzt die Produktlizenz. Das Problem wird sein, dass wir mir mit knapp $300 das nicht jedes Produkt mindestens einmal kaufen können. Und vor allem, wir glaube ich, kriegen wir es nicht unter. Naja, wobei doch. Kriegen wir schon. Was da wieder los? Waffeltrage! Rübs, Chef, wofür du gut hast es nicht deine Hackelberge nehmen. Das ist hinter dem Lager, das ist im Geheimlager. Das muss ich da aufsperren. Ah, das ist wieder gute alte Schnapsschrank. Circa 30 Cent darfst du schwanken, dann ringen sie sich nicht auf. Das war aber letztes Mal 20 bis 30, wir haben schon immer über einen Euro drüber. Und da hat lang nichts gefeit. So, ich versuche es ein bisschen rantasten. Kriegen wir schon. Hilft nicht. So, eins nach dem anderen jetzt. Wir kaufen jetzt die Produktlizenz. Ist mir scheißegal. Kauf! Dann gehen wir zurück aus. Markt! Kategorie Cleaning, Display, Any. Nein, wir kaufen jetzt einfach, das sind jetzt diese 6 Produkte da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die kosten uns 185. Wir brauchen auffüllen. Mehl, Öl, Kaffee. Mehl, Öl, Kaffee, Eier, wo? Oh, fuck, das kriegen wir nie. Nochmal. Mehl, Öl, Kaffee. Mehl, Öl. Der Kaffee ist so scheiß teuer. Kruzifix! Und dann brauchen wir noch ein Bagel Ohr. Ein Bagel Ohr brauchen wir Minimum. Mindestens. Ansonsten können wir über den Tag noch schnell bestellen. Ein Bagel Ohr, kosten ein Bagel Ohr. Kriegen wir das hier. Ums Arschlecken. Genau 10 Artikel. Easy peasy lemon cheesy. Übrig minus 3 Euro. Wie? Weil die Lieferung 8 Euro kostet. Kannst du mir mit dem Arsch legen. Kraftungmehl. Dein Mames Kraftungmehl. Auf was kann man zur Not verzichten? Haben wir Nudeln eingekauft? Nö. Kaffee, Öl, Eier brauchen wir sowieso. Kaffee, Öl, ja, Kaffee kann man verzichten, den müssen wir dann noch mal nachbestellen. Das hilft nicht, dann müssen wir Kaffee weglassen. Das hilft nicht. Weg. Kaufen. Hilft nicht. Kruzifix, weil ich ein Trottel ist, nur jetzt Plätze am Stab bin da. Eier, der haben wir da einer. Einfach, weil wir es kennen. Infakt mit dem Schund. Haben wir da, Bagel Öl.
Pfeffern wir alles in ein Regal rein, damit wir noch nicht lange anscheißen müssen. Umgewucht über die Straße. Was haben wir da? Bagel Mehl. Das hätten wir eigentlich. Nein, hätten wir nicht verzichten können. Nein, auf Mehl verzichtet man nicht. Was haben wir da? Was ist denn das? Salz. Oh, das ist aber ganz klar. Wo gehört denn das hin? Wo zum Hölle? Wo gehört denn das hin? Salz stellen wir da rein. Alter, da krieg ich ja 400 ins Regal rein. Laber! Laber nicht, Alter! So, und du auch nicht. Kackfrisur. Was haben wir da? Basmati-Reis. Ja, da geht uns jetzt natürlich der Platz aus, dass wir mir jedes Produkt einer Reihe widmen. Aber wir machen es einfach wieder mit Doppelregal. Das heißt, so. Der muss Mehl da. Das ist das Supreme Meal. Ja, das musst du unten platzieren. Eigentlich muss es in Augenhöhe platzieren. Das Gute. Das Gute Mehl. Das Gute. So, was haben wir da? Erdnussbutter. Kehrt die vielleicht ins Kühlregal? Nein, die kehrt da. Das schaut ein bisschen aus wie Nutella. Gut wie Nutella. So, ich Bock auf Nutella-Brot. Weißt, wenn wir auf die Schnelle im Chat die wichtigste Diskussion, die wir jemals in diesem Kanal hatten, auslösen? Und das ist eine wichtige Frage. Das ist eine existenzielle Frage ist es. Nutella mit Butter oder ohne? Ab in den Chat. So, was ist das? Oh, ist das die erste Spirituose oder was ist das? Ist das da eine? Nein. Ohne Butter, ja, ist jetzt laut an. Das tut richtig weh zum Zuhören. So, der Freiwillige, das tut richtig weh beim Lesen. Das habt ihr keine. Oh, Spaghetti! Somebody touch my Spaghetti. Ach, wo der mal die Spaghetti ist, bleibt mir oft. Ich möchte ja einen, der mit Spaghetti dabei in das Regal rein. Das ist scheißegal. Das sind die sogenannten Elotrans-Spaghetti, die sind wichtig. Frage ist jetzt halt, mit Butter, ohne mit Butter, ohne mit Butter. Ja, ein paar Leute mit Ahnung haben schon dabei. Vielleicht haben wir aber auch ein paar Leute gerade eine Meinung gewechselt, weil ich gerade gesagt habe, mit. Oh, haben wir wieder gerade. Wer da was? Der Milli weggeworfen! Wie kannst du nur? So nicht! Muss ich tatsächlich immer die Schachteln durchschauen, da heraus. Hallo! Haben wir da vielleicht noch. Wir haben so viel Milli weggeworfen, weil wir die von da nicht sehen. Gibt sie fix, ne? Ist nix. Gut, dass wir nochmal nachgeschaut haben. Milli haben wir zum Saufen. Sprichwörtlich. Kann man da vielleicht die Nudeln nennen, oder? Nein, natürlich nicht. Weg! Aber sicher, mit und nicht anders. Mit? Verstehe die Frage nicht. Ja, ich auch nicht. Aber ich hab's sicherheitshalber mal gestellt. So, ich muss jetzt da mit die Schachteln durchschauen, ob wir vielleicht irgendwelche Produkte vergessen haben. Entschuldigung. Ja, das wird schwierig. Brauchen wir jetzt noch irgendwas? Preise. Wir müssen natürlich Preise festlegen, meine Damen und Herren. Preise werden festgelegt. 6,78 €, da schreiben wir mir gerade aus, sind wir drauf. Das ist nur nicht gierig werden. Gier frisst Hirn, muss man wissen. Da schreiben wir 3 drauf. So, jetzt ist, schreiben wir 6 aufs Nutella, auf den Reis. Schau hin. Da kann man fast, sollen wir mit dem Reis einmal 8 ausprobieren? Ja, ist eine gute neue Cash-Cow. Und hier 6, was ist denn das überhaupt da? Durchschnittskostenpreise geben. Olivenöl! Öl! Das kann man eigentlich da umrammen. Naja, jetzt nicht. Spaghetti! Somebody touch my Spaghetti! Mit Erdnussbutter. Weißt du, was eigentlich noch viel asozialer ist wie Nutella mit Butter und positiv asozial? Kennst du die Wein-Stefan Streichbutter mit diese Margarine-Salz-Meersalz-Mischung? Ah! Und da dann 50-50 Nutella drauf. Auf ein frisch gebackenes Stück Brot! Geil. Sperr's Geschäft auf! Cash muss rein. Nutella mit Kas. Okay, das ist asozial. Ich kenne jemanden, der sauft der Stammball Milli mit Ketchup. Klingt erfunden. Ist es aber nicht. So! Aufgesperrt, Eddie! Hinten stopfen wieder irgendwelche 2 Nutten umeinander. Sieh da hinten, ich seh's genau. Aus dem Augenwinkel. Ja. Puh, Headshot. So, da kommen die 2. Oh ja, die gehen straight. Ja, die Wegfindung sagt, die gehen sogar im Gleichschritt. Warum laufen die eine ein bisschen schneller wie die andere? Das würde mich jetzt schon interessieren. Na, erstmal ein Bagel Nutella. Haben wir oft genug jetzt vom Nutella geredet, gell, dass da hat's die. Ja, Butter haben wir leider keine. Aber Nutella mit Eigelb soll ja auch ganz geil sein. Oh, nein, falscher Knopf. So, Preis vom Mehl hat irgendjemand geschrieben. Muss ich anschauen. Oh, ja, das ist vielleicht viel. Machen wir 3.
Nein, machen wir 3, ist ein guter Mehlpreis. Für die Mehlspeise. Reimemonster. Na, das darf man nicht mehr Monats kosten. So, ich muss auch oh! Schau hin! Oh ja, Nutella mit Salz. Das Absurdeste, was ich nicht glauben hab wollen, was gut schmeckt. Jeder kennt wahrscheinlich die Ben Jerry Eiscreme. Jeder kennt die. Die ist schweineteuer. Kaufe ich ganz selten. Muss ich wirklich einen guten Tag haben. Muss ich wirklich sehr gut gelaunt sein. Oder es ist obergesetzt um die Hälfte. Dann kaufe ich 5 Bottiche. Hashtag Bottich! Und da habe ich irgendwas mit Karamell, Pretzel, irgendwas, blub, keine Ahnung, mit Salted Karamell. Bin ich da gesessen? Ich denke, Alter, welches Psychopathen-Arschloch schmiert ein Salz in eine Süßigkeit? Bist du behindert, oder? Aber man denkt. Dann habe ich mir im Bläschlein gesteckt. Und eine wahre Offenbarung erfahren. Das ist das Beste, was ich jemals gegessen habe. Der Amerikaner hat einfach Ahnung von dem, was er tut, wenn es um Süßigkeiten geht. Kannst du sagen, was du magst. Die haben wir mir aber auch, wenn ich die gute alte Milka-Schokolade anschaue. So. Abkassieren, Bitches. Haben wir schon wieder bei 300 Euro. Was braucht man? Kaffeeschal? Kaffeeschal. Alter, da habe ich noch 4 im Gefrierschrank, weil sie im Angebot waren. Geil. Salted Karamell ist mega geil. Bestätige. Stark, ganz stark. Wachtel, merci für den Euro. Birger, Nutella mit Brot oder ohne? Jetzt muss ich meine Birgerin fragen. Bei deren muss ich oft die Frage stellen: Hey, Nutella mit Löffel oder ohne Löffel? Wow, was ist das? Das gute alte Elotrans-Spaghetti. Sehr gut. Zum Kader ausnüchtern. Was hast jetzt du wieder gesagt, was der Steier ist, du Nasch? Kaffee oder was? 10,30. Nix ist da Steier, du bist zu arm. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ja, Snooze kannst du haben. Kriegst ein Bagel Snooze. Ölfight! Wo? Öl? Wo? Oh! Ja, da geht sehr schnell aus. Jetzt müssen wir Kaffee, Öl. Kaffee und Öl. Jetzt kassieren wir ihm noch schnell ab da. Die 2 Affentypen. Kaffee und Öl. Ja, hier machen wir es noch. Kaffee und Öl. Stellen wir auf die Schnelle schnell nach. Geschissen ab Versandkosten. Nimmst du mal 2 Bagel Öl und nimmst du mal 2 Bagel Kaffee. Sag ich dir, was ist? Außer mit dem Geld, haben wir es auch. Wird ja nicht schlecht. Das wird ja nicht schlecht. Ja, jetzt hat Geduld mal. Du musst erst mal ins Regal rein, du fette Spinatwachtel. Spinatwachtel, so gutes Wort. Gefällt mir. So, das war das falsche Öl. Du Superhelden-Trottel. Ja, das war Absicht. Ich wollte euch bloß auf die Probe stellen, ob es hier schon aufpasst. So, jetzt wird er mir abkassiert, da geht's zu dem Affenstall. Schau mir so. Wollt ihr mir mit einem Barscheiß, Alter! Los! Ja, für 2 Stückel Käse bist du wieder gut genug, du Knicker der Hurensohn. Abflug jetzt. 2 mit Mehl. So, passen, so mach ich die. Oh, lecker, was tust denn du? Du kriegst schon ein Beidel, was ist mit dir los? Kriegst du einen Euro Wasser schon hin? So, müssen wir auch noch eine Öl abstellen. Anderes Öl. Das ist das gute, hochpreisige Öl. Wie viel Geld haben wir? Bestellen wir das mit? Was brauchen wir sonst noch? Da schaut's gut aus. Blaumehl und Rotmehl. Blaumehl, Rotmehl und Wasser. Blaumehl, Rotmehl und Wasser. Rotmehl, Blaumehl, Wasser. Einkaufen, kaufen. Bist du schon wieder beim Mocker? Ja, ich muss mich schicken. Ich bin unterwegs. Kinder, ich bin unterwegs. Setzt euch nicht an, bitte, werdet euch nicht hinunter. Bitte tun Sie sich weniger hinunter, wir befüllen die Regale bereits. Es ist da. Muss man jetzt chillen nochmal. Hau rein die Bude. Jawohl, was haben wir da? Das Premium-Mehl. Es geht wieder nicht gescheit rein in die. Oh, nicht, dass wir wieder was liegen lassen. So, dann haben wir das letzte Öl. Eine Pfeffer den Schund. So, schau dir das an. Oh, da geht's zu. Warte mal, schau dir mal das Licht rein, wenn du schon irgendwas gekauft hast. Elotrans Spaghetti, das sind die guten. Pumpedüse für Unterasser. Semi, so. Wie lange warten denn die eigentlich bis abhauen, wenn sie an der Karte? Ja, da geht's zu wie im Affenstall, schau dir das an. Da gibt's die Cash Monedos. Cash Monedos, raus mit dem Schund. Alles muss raus. Oh, 5 Kilo, Alter, der Brei wieder. So, der Brei doch gar nicht so lang. 2-mal Brot. Was? Achso, 10er von mir. Entschuldigung.
Hab mich kurz verschaut. Aufgrund von... Oh, jetzt macht's aber hier im Sekundentakt Chicky-Chacky, schau dir das an. Oh, leck mir am Arsch, Alter, leck mir am Arsch, bitte, Erik. Geh bitte recht schön. So, bis spätestens, 7:30 haben wir noch irgendwie Zeit zum Sahne-Rahmen, Nutella abstellen, keine Ahnung, wir brauchen Nudeln. Ah, das machen wir am nächsten Tag, die klauen schon noch. Für heute klauen schon noch. Da kann man mal Rechnungen zahlen, damit wir das nicht vergessen. Ausgesteppt, Verwaltung, Rechnungen, $14 für die Stromrechnung, $20 Miete, das ist ja geschenkt. Das ist ja geschenkt. Was Salz? Was Salz zu teuer, der fette Mama ist da. Ja, Zwiegel 50 Mal nicht schreien, dann muss ich mehr tippen, das ist nix. Nein, das ist nix. Du hast gerade Öl raus auf die Straße geworfen. Was? Gelungen. Glaube ich nicht. Ich glaube, man kann es nämlich dann gar nicht werfen, oder? Wenn da was drin ist. Hey, ja, dann haben wir es halt. Ja, mit 10% Schwund muss man rechnen. Kruzifix, wo kommt's die alle her? Ich war 1 Sekunde draußen, aber Schachteln durchwühlt. Was ist mit euch? Kaufen wir um 5 vor 8 die Bude da. Das haben wir die alle lieben. Das waren früher, wie ich noch im Geschäft gestanden bin. Für die das nicht wissen, ich hatte mal einen Skate-Shop, ist gar nicht so unendlich lang her. Die haben ja mal am meisten mit die habe aufgelegt, die haben 5 vor 6 Uhr spazieren und wissen ganz genau, dass um 6 Uhr zusperrst und sie dann überlegen, oh, ich brauche ein Snowboard. Wo mir die so, hä? So auf durchgeschaut, der Trottel, ich brauche Feierabend. Wasserflaschen zu teuer, wieso? 2,35. Ach, du kannst mir mal. Lass es bleiben. Oh, Milli. Oh, Milli, grazie. Außenpulver, Schund. So, beschweren Sie dich eigentlich irgendwann einmal, dass da draußen Tratzen umeinander laufen oder wie läuft der Hase? Beziehungsweise in dem Fall, wie läuft die Ratte? Schauen wir das so. Hier, $500. Was heißt denn da minus 1 SP? Was heißt denn minus 1 SP? Was heißt denn da? Ist jetzt gerade umgeschaut, minus 1 SP, weil jemand wahrscheinlich was nicht gefunden hat. Warum? Was heißt das? Enter. Fanden die Produkte zu teuer, da müssen wir mit dem Preis aber gehen. Jetzt, wenn du mal überlegst, 7 Produkte hätten wir wahrscheinlich dann verkauft. Mal im Schnitt so 5, das sind $35. Rendiert sich das da umeinander zum Pimmeln? Weiß nicht, Diggi. Weiß nicht, nächsten Tag starten. Eier, Erdnussbutter, Käse. Eier, Diana One. Oh! Eier, Erdnussbutter. Haben wir da? Die müssen wir so. Nein! Ach, die müssen wir sowieso nachbestellen. Was haben wir da? Erst einmal Rechnungen begleichen, weil es sowieso wurscht ist. Ja, Mark. Wir müssen Mai kaufen. Der Wahnsinn. Leute kaufen uns die Bude leer. Also, wir brauchen Mehl. Mehl. Immer eins nach dem anderen. Mehl. Dann brauchen wir. Was haben wir da? Wasser haben wir nur Käse. Wir brauchen Käse, Käse und Eier. Käse und Eier! Kommt auf die Liste. Käse, Eier. Müsli. Müsli und Nutella. Müsli. Nutella. Und ich glaube, der Reis ist. Oh, der Spaghetti. Spaghetti sind aus und ein Bagel Reis nehmen wir auch noch mit. Das nehmen wir mit. Du, das nehmen wir mit. Gehen wir irgendwas noch größer auffüllen. Ein Bagel Nudeln nehmen wir mit. Bagel Nudeln nehmen wir mit. Wie viele sind drin? 8, dann brauchen wir noch 2. Mehr habe ich gekauft, jawohl. Brot, Öl, ja, weiß es auch nicht. Ja, ich weiß es ja mal nicht. Snooze geht auch langsam aus. Nimmst du noch ein Snooze mit? Nimmst du noch ein Snooze mit? Snooze und was kriegen wir sonst noch eine? Das Öl war relativ schnell aus und Erdnussbutter. Eins von denen 2 nehmen wir noch mit. Erdnuss-Dingsbums haben wir noch. Öl haben wir noch. Nehmen wir noch Erdnussbutter mit. Nimmst du mal die Erdnussbutter? Kassi, mein Gott, Alter, wenn du das jetzt mehr so. Irgendwann machen wir einen ganzen String. Da darf man nichts anderes wie die Schachtel da draus wegschmeißen. Geht einfach schnell. So. Eindimpft. Eindimpft den Schund. Haben wir da. Einen scheiß Reis kriegen wir wieder nicht. Alles in Ordnung. Jetzt pfeffern wir mal da hinten, weil langsam mit der Berge wegen ho. Dann machen wir da hier die Eier rein. Machst du mal die Eier rein. So. Was ist jetzt mal mit dem Kassierer? Chickslixen, da müssen wir erst Level 10 werden. Rechts um. Haben wir nicht mehr weit. Haben wir nicht mehr weit. Einen Tag noch, dann kommt der Kassierer. Und der hoffentlich kassiert der, aber sonst kriegt er drum Futzen. So schaut's aus. Da, Wegteufel den Schund. Da ist mehr einer kriegt. Jawohl. Ah, das geht ja locker flockig von dahinter. Locker flockig. Was tun wir eigentlich, wenn wir einen Kassierer haben? Da haben wir nichts mehr zum tun. Was ist denn dann eigentlich? Haben wir es dann durchgespielt? Oh, werden wir sehen. Oh, Erdnussbutter.
Das ist ganz wichtig. Brot heißt aber jetzt immer Brot und Erdnussbutter heißt aber jetzt halt Erdnuss. Was habe ich jetzt? Jetzt habe ich es einfach in den Sekund geworfen. Elotrans Spaghetti, jawohl. Was ist da? Der Berg vom Gronk ist das 10-fache von deinem. Ja, der Gronk hat wahrscheinlich aber auch 48 Stunden Playtime. Und ich 3. So, wie viel kriegen wir da noch rein? Da kriegen wir wieder nichts mehr rein. Gut, ja, wie der wir das jetzt wieder? Ja, wunderschön. Weg mit dem Schund. War da noch was drin? War da noch irgendwo was drin? Entschuldigung, das ist. Fix, Riesendrum, was ist denn das da? Das schaut aus wie ein Audi, ist es ein Audi R8, ich weiß nicht. Und dann einfach über die Schachteln drüber fahren, die blinden Trottel. So, brauchen wir noch irgendwas? Kasmensch, was Kasmensch? Da ist der Kas. Kas. Da kann man, ja, den lassen wir bei 4 Euro, wenn ich auf 5 tue, dann wird es da. So, das ist Postblut! Du musst mal Jokolade Nummer 5 probieren. Absoluter Mundorgasmus, Vollmilchschokolade mit Karamell, Brezel und Salz. Was ist denn Jokolade Nummer 5? Kenn ich nicht. Stocksinger, merci für den 10. Sehr Edeka, bitte, seit langem mal endlich wieder mal in den Stream geschafft. Es ist bei dir immer ein Murzgari. Dieser Tröd, Achtung, Durchsage, dieser Tröd geht an alle Donationen, die umeinander donaten und ich aber so im Spiel vertieft bin, dass ich nichts mitkriege. Herr Wachtel, wenn der Kassierer nicht ordentlich kassiert er. Absolut richtig. Und zwar Edeka-Schellen. Edeka-Ludenschellen. Stocksinger, merci dir. Der Fipsi, merci für den Resub. Stefan, merci für den Euro. Thomas, Herr Bayer, welcome to the squad. Ich hoffe, der Chat hat dich auch begrüßt. Danke für die Mitgliedschaft. Herr Wachtel, Bier und Nutella mit Brot oder ohne? Ja, das habe ich noch gelesen. Oh Gott, der Monk geht so steil. Welcher Monk? Ja, der Monk, der zuckt bei mir auch aus, wenn ich das Regal sehe. Aber so haben alle einmal angefangen. Ha? Die kleinen Regale haben alle mal so begonnen. Hilft nicht. So, nächstes Upgrade ist die Ladenerweiterung. Und dann werden da Regale eingepflanzt und dann wird die 3. Lizenz gekauft. So sieht's aus, Freunde der Sonne. So sieht's aus. Jetzt machen wir einen Tag auf. Und dann haben wir ein Level 10 und dann können wir uns einen Kassierer leisten. Los geht's. Auf das arbeiten wir mir hin! Progress, Kinder, Progress! Du schaust aus, kannst du mal 14 Bagel Nutella vertragen. Schau mir um, wie du gehst. Das heißt, Hosen geschissen. Gut, bei 14 Bagel Nutella da die einen Hosen scheißen. Was ist bei dir los? Wie, du gehst da einfach vorbei. Zeit nicht, Miezi. Was ist jetzt da? Der Mann, der junge Herr im Anzug vielleicht, mit der roten Krawatte. Du schaust aus, als kannst Pedomüsli vielleicht. Na, kein Pedomüsli, nicht so? Aber du, erster Kunde, herzlich willkommen, wir hassen Lebensmittel. Nutella, natürlich. Oh, Nudeln mit Nutella, das schon mal jemand probiert? Mit Sicherheit asozial, kann aber auch geil sein. Spar mir auf eine Erweiterung. Real gut geil. Kommt nach diesem Tag. Vielleicht kommt es auch während diesem Tag. Schau mal, bis es zugeht heute. Was ist denn heute? Gibt's doch keinen Wochentag. Wochentag war mir toll. Wochenende war mir toll. Preis beim Nutella machen. Na, okay, schauen wir mal noch. Oh, sehr guter Punkt. Sehr gut aufpasst. Wer war das? Der Bleiker. Sehr gut aufpasst. Guter Mann. Hat uns wieder einen Euro mehr Profit eingebracht pro verkauften Nutella-Glasel. Nimm den Kassierer bloß nicht, bis der fertig ist mit Abbrennen, kannst 2 Tage spielen. Das werden wir rausfinden. Dann fliegt er sofort wieder raus, der Knicker die Huren. Bei uns gibt's kein Zuckerbrot, bei uns gibt's dann Zuckerbrot und Peitsche. Bloß ist Zuckerbrot bei uns die kleine Schwester von einer zweiten Peitsche. Pommes mit Nutella. Kann man auch mal probieren. Oh, lecker, was kaufst du, ey? Oh, das kann dann so nicht. Ja, das ist zumindest für heute ist der größte Einkauf mit 1,50. Ah! Cashflows! Oder so, sehr viel Mehl. So, have a great day. Baking some shit. So, was mit dir? Ja, ich bin die sind mir zu teuer. Ja, frisst der Bagel Reis, du. Oh, beschwer mich gar nicht. Gar nicht mal so wenig. Und Abflug. Wie viel geht haben wir? 373. Jetzt schauen wir mal, was kostet die Erweiterung? Verwaltung, Wachstum. 350, weißt du, was ich soll kaufen? Ich habe gekauft. Wo ist die Erweiterung? Was da hinten? Okay. Ich mag nicht so komische Regalkacke bauen, wo ich nicht hieß ja genau, wie man noch wuseln muss. Ich hab gemeint, da links noch. Du Arschloch. Das ist mir zu teuer für mich. Ja, dann arbeitet mehr, keine Ahnung, was ich so dazu sagen soll. Ja, was haben wir da? 1, 2, 3, 4. Oh, lecker, jetzt kaufen so wird flackt. Das ist 48. Und tschüss! Okay, bye! Was haben wir hier? 19. Das ist ja geradezu mickrig.
Ja, aber da brauche ich irgendwann einen Kassierer. Ich muss ja da schauen. Ich muss da schauen. Jetzt haben wir gleich Level 10. Supermarkt Level 10 incoming. Ja, beamen Sie einen Tee in Tint. Kann man machen. Was ist da schon wieder zu teuer? Du kannst mir am Arsch legen. Ja, Kruzifix, dann kaufe ich nicht so viel. Das ist ein Wahnsinn, was tust denn du? 45, da habe ich mehr erwartet. Sag ich dir, was ist. Oh, jetzt kann's. Ja, wird das der größte Einkauf? Ist es der größte? 73! Bruder! Einkaufsrekord, $73. Easy peasy, cheesen. Ja, der hat wieder irgendwas nicht gefunden, das ist mir scheißegal. Alter, da kauft eine Kundschaft einfach ein ganzes Regal leer. Was ist das? Haben wir schon wieder 310, ich weiß gar nicht mehr. Hier war mit den Kohlen! Was soll das gleich leer? Ja, da ist mehrere gleich leer. Ist doch nicht schon Epsi leer, da ist es. Das andere Öl ist schon wieder leer. Kauft mal Salz! Ja, ich hab dich schon gehört, ich brauche jetzt mehr Salz. Halt die Schnauze da hinten. Öl! Kaufen wir gleich zweimal Öl. Und, wo ist Salz? Salz! Zweimal Salz! Kaufen, kassieren! Zack, Bitches. Wie viel kriegst du? €1. Kriegst €1? Kaffee. Oh, der Tee geht aus. Den bestellen wir auch gerne. Oh, scheiße, ich hab schon bestellt. Ja, egal. Ja, bestellen wir trotzdem. Haben wir's auch. Schickel, Motherfucker. Was können wir sonst noch mitbestellen? Oh, das Blaue ist aus. Ja, Alter, ich brauche einen Lageristen und keinen Kassierer. Oh Gott, da geht's im Affenstall rein. Himmelhackert. Ja, sag mal. Bruder. Ja, das werde ich wahrscheinlich in Kauf nehmen müssen, dass da jetzt einige Leute Apps nicht finden. Ja, dann reißt den ganzen Arsch schieben. So, ich muss jetzt mal da. Ja, du findest das meine, die sagt ich schon. Ich kann's auffüllen, wenn es da Zeit lässt. Ich druck so schnell, ich hab mein Leben lang trainiert, so schnell an der Maus zum Drucken, wie ich kann. Abflug mit dem Ding. Was haben wir da? Ja, ich tu das meine auf der Tasche hin. Ja, nimm's! Easy, eingerannt, ausgerannt. So, da haben 5000 Bagel drin in dem Scheißding. Wieso haben nicht von alle Artikel so viel da drin? Was haben wir da? Das A müssen wir auch reinräumen, bevor ich abkassiere. Reingedüdelt. Jetzt warte mal. Nein, da ist nicht mehr drin wie in ein Regal. Oh, jetzt stehen schon wieder 15. Sag mal! Ich komme überhaupt nicht mehr klar! Das ist der Progress unseres Lebens, Leute. Ich kaufe mir jetzt dann so eine Simulator-Kass. wo ich so eintippen kann. Der so richtig schön Kajing macht. Kajing! So wie das da, bloß in echt. Ah, schau dir das an. 55. Jetzt, die kaufen eigentlich die absolut Vollgasnarischen. Was ist mit euch? Abflug. Zack. Na! Und nehmen wir zurück, die haben wir nicht zwei. Ich hab die genau gesehen. Ja, und dann gibst du mit deinem einen Bagel Nudeln, du Trottel. Und holst Leute auf, die einkaufen wollen. Wie viel kriegst du? 30. Die kriegst du. Ja, jetzt findet da jeder zwei. Oh, los! Hast du nicht eine Mail geglaubt vorher? Ja, mal ein Licht einschalten! Kruzifix, jetzt hat aber Kohlen reingeschwappt, das sagst, gibt's das. Können wir mir noch was bestellen? Ah, der alte Mann! Ja, jetzt mal ein Bagel Nutella, das ist gut. Gebt bloß zu Sachen hin, die noch da sind. Wir bestellen heute nichts mehr. Du kannst mir mal schlecken. Kannst mir mal, ja, so ist er brav. Pedomüsli mit Nutella, das kann ich mir aber auch geil vorstellen. Sag ich dir, wie es ist. Sag ich dir freiwillig, wie es ist. Was ist denn eigentlich mit... Ach so, man kann Scheinwerfer kaufen. Deswegen ist da so stockfinster drin. Mehlrot, habe ich schon gesehen. Habe ich im Augenwinkel mit meiner Pro-Gaming-Linse schon gesehen, natürlich. Ja, nimmst du so mit. Ranzen rechtlichen Stunden aus. Spaghetti mit Kaba-Spaghetti. Also zwei. Ja, Zwiebel kriegst du raus. Mehl nicht finden. Ja, du hast auch wieder irgendwas nicht finden können. Ich kriegst bis daher. Ja, doch. Ah, jetzt haben wir Faker. Wir müssen jetzt unsere Kohlen in maximal ein Regal investieren. Dann bauen wir ein bisschen um. Und... Na, Regal braucht man eigentlich keins. Wir müssen mal Waren auffüllen, dass das nicht ausgeht über den Tag. Das ist wichtig. Da geht uns so viel Geld verloren. Wahrscheinlich mittlerweile schon 100. Wenn da irgendwelche Regale voll sind. Ja, Mehl nicht finden, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen da. Ja. Machen wir so. Ich kann eigentlich mit meiner Maus... Ich habe ja Tasten an der Seite mit meiner Maus, da kann ich noch viel schneller tippen. Und das ist halt total für mich. Das machen wir schon klar mit deinem H&M-Hämmer, du Trottel. So, jetzt macht's mal hin da, wir müssen zusperren. Siehst du selber nicht, dass wir fast leer sind? Dann schieben wir die Regale mal da nach hinten.
und stellen wir den Kassierer daher. Dann haben wir nämlich den ganzen Tag Zeit da zum Nachbestellen und Lagerist spenden. So, 8 habe ich leider nicht auf meiner Maus. Es geht bloß bis 6. Es liegt eh noch was vor der Tür. Was? Echt jetzt, oder was? Oh, tatsächlich. Ich hätte einfach Eiskörper vergessen. Eingeschobt. Ja, das stellen wir dabei. Da, ja. So, ja, ich hab das schon gesehen. So jetzt. Ja, dann füllen wir einfach so jetzt bis daher vorne auf. Das passt ihm schon. Und Assi pfeffert den Schund. Assi pfeffert den Schund. So, du bist die letzte Kundschaft für heute. Sauberes Petermüsli mitgenommen. Das passt. 3, 4, Enter. So, haben wir es jetzt für heute. Haben wir mir jetzt Kohlen gemacht, oder? Stell's quer ein, die Regale. Meinst diesen hier? Das ist eine gute Idee. Da sehe ich nämlich von der Seite hin. Gute Idee, Mr. Farr. Da hast du wieder einen Haufen Leute, die jetzt teuer waren oder Produkte nicht gefunden haben. Müssen wir jetzt in der nächsten Runde uns ein bisschen Zeit lassen. Na, jetzt haben wir sauber einige Progress, haben wir sauber die Kohlen verdient, nächsten Tag starten. Erdnussbutter, Puderzucker, alles was runtergegangen, dieser 50er, das geht immer noch. Der Puder, jetzt müssen wir erst mehr auffüllen. Das ist ein Wahnsinn. Wie machen wir das jetzt? Noch können wir es ja so machen. Was da herstellen? Nein. Wir können es natürlich auch, weißt du schon, so. Dass ich halt von der Kasse aus hinsehe, was noch da ist und was nicht. Und so sehe ich es halt nicht gescheit. Das ist halt ein Scheißdreck, was wir bekommen da so um. Ah, so sehe ich es halt nicht auf den ersten Blick, das gefällt mir nicht. Nein, das gefällt mir nicht. Solange wir den Platz dazu haben, stellen wir mir die Regale jetzt da so da links noch her. Ja. Und haben wir mir Level 10 mittlerweile? Oh, wir haben ein Level 10 schon hier. Jetzt können wir uns einen Kassierer leisten, den stellen wir gleich her. Leute, was ist das? Kostet der Krippe am Tag? Was kostet Krüppel am Tag? Machen wir so. Oh, heute ist noch was ausschaut. Dann machen wir das so. So. Kann man eigentlich Sachen wieder verkaufen? Weiß ich nicht. Nehmen wir das da. Na? Wieso bist du rot? Das ist doch okay. Haufen verschenkter Platz, weiß ich. Aber es kommt dann noch, dass wir so Mittelregale dann machen. Aber jetzt schauen wir mal, was der Mitarbeiter kostet. Meine Damen und Herren, es ist soweit. Auf diesen Moment haben wir hingearbeitet. Einstellen, Kassierer. Tageslohn 80, Einstellungskosten ein 100er. Einkauf abschließend 200 benötigtes Supermarkt Level 10. Kriegen wir easy. Jetzt bin ich bloß gespannt, ich habe vorher im Chat schon gelesen, irgendjemand hat gesagt, die Arbeit wie meine Oma 14 Promille hat. Meine Oma hat gearbeitet wie ein Prigel, das du sagst, mit 14 Promille. Aber ich weiß schon, was du mir damit sagen möchtest. Das werden wir rausfinden. Sag ich dir freiweg, wie es ist. Wieder mal. Oh, da gibt es einen Auffüller auch noch. Wann gibt es denn den? Benötigt das? Da brauchen wir ein Lager und gekaufte Regale. Ach, die kleinen Regale haben dann fürs Lager, wo man Schachteln reinstapeln kann. Sage ich das richtig? Die brauchen wir noch lange nicht. Da ist Level 15. Da müssen wir nächste Woche wieder spenden. Das hilft nicht. Hat jemand schon mal den Like-Button reingedüdelt? Wer nicht liked, kriegt kein Brot! Like-Button smashen, wenn es euch taugt. Kuss auf die Nuss. Kostet nichts. Ja. Muss bloß deinen behinderten Gichtfinger umeinander bewegen. Und einmal so mal. Piep. Das ist wie hier in der Kasse. Ich muss 8000 drucken. Du nur. Piep. Verstehst? Kassierer einstellen! Wo? Kassierer, wo? Bruder, bis du schon da stehst, kriegst du gerade, du weiß ich nicht, du kriegst. Ja, vielleicht war die Legalisierung doch keine so geile Idee. Vielleicht war die Legalisierung doch keine. Kann ich eigentlich selber auch dann kassieren oder macht nur noch er? Bruder, der kostet 80 Euro am Tag, das sind ungefähr 10% von unserem Tagesumsatz. So schaut's aus, wir haben 600. Was der hier jetzt sagt? Wir kaufen jetzt jedes Produkt einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bis zu die Ohren haben wir gekommen. Rein damit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was komplett auffüllen kostet und kostet gar nicht so viel. Das kostet doch gar nicht so viel. Ja, das kriegen wir mal hin.
Das nehmen wir dann. Und dann werden wir einmal mit durchschauen. Okay, ist da vielleicht mehr irgendwie gespannt? Nein. Wir müssen auf die. Was ist da für. Ach so, da ist gar keine Tür. Okay. Die Tür hat sich leicht verschoben, Entschuldigung. So. Jetzt werden die Regale so pumpenvoll gemacht, dass wir 14 Tage nicht einkaufen müssen. Was ist die Fitheit? Was ist denn? Ah! Meine guten Ohren! Ah, ich komm nur weg. Du Arschloch! Grutzi, fix muss wieder 3 Kilometer laufen. So, Eier, wir brauchen Eier. Eier waren da drin. Jawohl, die guten Bio-Eier. Wer kennt sie nicht? Die verdammten Chemo-Eier, da habe ich natürlich auch keinen Bock nicht drauf. Die Chemo-Eier, die sind da, das ist auch nichts. Weg damit. So, nehmen wir das, eins am anderen. Kaffee, G. Kaffee, G. Dann ein Stück Käse. Wo ist denn der Käse? Wo ist der Käse? Rein in die Regale. So. Wasserflasche. Natürlich. Ja, bei dem angekündigten Klimawandel hat es jetzt dann sowieso bloß noch 78 Grad draußen. Verdienst du mit dem Wasser dumm und deppert. Absolutes Insiderwissen. Absolute Insiderwissen. Ja, was haben wir da? Ja, ein Nuller. Ein anderer Nuller aufs Regal pfeffert. Jawohl. Warum? Ich bin's gewohnt, dass die Tier da links neben mir ist. Kann man doch kein größeres Tier nicht kaufen, Kruzifix. Irgendwas habe ich so gelesen jetzt kurz. Bavarian Dream! Schaffst du halt einmal Hashtag Zero Depth? Ja, war knapp gerade. Danke dir. Real gut geil. Wenn du da Lager und Regale kaufst, kannst du einen Auffüller einstellen, der dann die Regale mit den Backerl aus dem Lager auffüllt. Aber ich muss trotzdem noch selber von da die Schachteln ins Lager tragen und der Lagerist holt es dann aus dem Lager und tragt es in die Regale. Ja, okay. Okay. Ja, okay. Nice to know. Nice to know. Der Laden wird dunkel. Okay, dann müssen wir einmal Licht kaufen, oder wie sehen das? Haben wir eh noch 120 auf dem Konto. Jetzt muss ich schnell mal schauen, ob da noch was drin ist. Ist da was drin? Nein, da ist nichts drin. So, ey, Kruzifix, das Ei steht. Das Öl steht. Ist wurscht, wir haben gesagt, wir füllen alles auf. Alles wird aufgefüllt. Der Laden ist rappelvoll. Pumpenvoll. Bürger im Fliegenmodus. Tür wo? Tür gone. Ah, lecker, wir für ein Milli. Schau das an. Schau das an, wie viel Milli das wir haben. Kruzifix, es bleibt wieder 1 Milli übrig. Kann ich nein, bleibt nicht übrig. Wobei, da muss man. Ja, genau! Irgendwie weiß gar nicht, wie viel Milli das ich schon weggeworfen habe, weil man nicht gescheit einseckt. Schlechtes Spieldesign. Ganz schlechtes Spieldesign. Ja, dann stellen wir das so in die Backel, stellen wir da oben dabei. Das ist ja wurscht. Schau mal, wie viel. Kann der das nicht netter da herfahren? Das ist ein Wahnsinn, wie weit das ich da umeinander reisen muss. Ja, alles voll. War da noch was drin? Hab ich nicht gesehen. Wurscht. Mit 10% Verlust musst du rechnen. So, Brot! Das Brot ist die Nudel des kleinen Mannes. So, Spaghetti. Da kann man nur ein Backel brauchen. So wieder, wie es ist. So wieder, wie es ist. Die Spaghetti haben wir nicht viel. 2, 4, 6, 8, 10 Spaghetti. Stell dir vor, wir wissen gar nicht, wo unser Geschäft ist. Wenn unser Geschäft in Italien ist, haben wir gefickt, oder? 4 Sekunden ausverkauft. Wobei der Italiener von der Welt, der macht sich das natürlich selber. Ja, wie viel Salz das wir mittlerweile haben, das ist ein Wahnsinn. Da wir da hinstellen, das nervt mich, dass ich nicht gescheit in die Schachtel schauen kann, ob da was drin ist oder nicht. So, ey! Oh, jetzt müssen wir da noch ein Regal kaufen, bin mir nicht sicher. Wenn wir da so noch eindüllen. Ja, jetzt hat es wieder alles keine Ordnung, nicht, das gefällt mir nicht. Ah, nix eine Ordnung, nix hat hier eine Ordnung. Nichts! So, nicht! Können wir mit uns noch ein Regal? Nein, können wir nicht. Was wollten wir uns? Irgendwas wollten wir uns noch leisten. Auf dem Preisschild steht auch die Anzahl um. Oh. Ach, wie viel? Oh, tatsächlich. So, aber das ist, da habe ich noch nie drauf geschaut. Jetzt bin ich schon 85.000 Mal. Bin ich an dem scheiß Regal vorbeigelaufen. Und hab nicht einmal gestellt, 12. Was? 12? Hutenknöpfe oder was? Wie viel das noch im Regal? Ja, das ist gut. Aber ich schaue weiterhin nicht drauf. Ich erfasse das mit meinem optischen Pro-Gamer-Auge natürlich, wie viele Flaschen da drin stehen. Und es haben exakt 32. Ja, Breibel Sommer 32. Kannst du nachrechnen. Stell Spaghetti zu den Nudeln. Macht Sinn! Jetzt soll ich Schachtel mir ein. Ich suche jetzt nicht noch mehr. Oh, da haben wir noch ein wenig, ey. So viel Öl. Jetzt bleiben wir beobachten. Jetzt müssen wir ein wenig umräumen. Ein wenig umräumen. Ja, das ist gut. Das ist gut für uns. Schau hin. Jetzt können wir den nämlich pumpen voll machen. Pumpen! Pumpen voll!
Lichter, du Blinde. Was für Lichter? Was für Lichter? Die Eisenblinde. Kann ich ihm das ins Gesicht werfen? Du Wichser! Fang! Kobe! Lichter, du Blinde. Scheinwerfer. Was für Lamperl? Was glaubst du? Auf dem Preisschild steht ja die Anzahl an. Mach Schachtel zu, dann siehst ob noch was drin ist. Wie kommen wir hin? Ach so. Ja gut, das macht vielleicht Sinn. Aber Lichter, du Blinde. Scheinwerfer. Lamperl kaufen. Ach, Lampen wollte man kaufen. Ja, stimmt. Was da denn ohne euch? Was da denn ohne euch? Weiß nicht die. Morg, Verwaltung, Rechnung hat zum Zahlen. Ja, immer morgen. Maybe, Scheinwerfer, was kostet so ein Ding? 40, was ist denn da drin? Ein kleiner Chines, der Ralf hat, damit Glühbirnen geht. Braucht man ein Stück jetzt zwei? Bares jetzt zwei. Oh. Da. Zack. Und mal ein Lidl aufdüdeln. Ein Lidl aufdüdeln. Ein Lidl aufdüdeln. Ja, da braucht man halt dann 3. Ja, gut, das geht so auch. So. Easy. Professional. 50.000 Lumen in der Birne, ist richtig. Da kommt übrigens dann auch unsere Hanfanbauzone. Mit Selbstbedienungsplantage. So, haben wir jetzt alles. Können wir uns eh nichts mehr leisten. Miete ist da einer. Ja, stimmt. Stimmt. Ich habe mich gerade nämlich auch gefragt, so, wieso steht jetzt da eigentlich bei der Miete 35 und nicht mehr 20? Das kann ich da schon sagen. Meinen Berechnungen zufolge wurde die Miete erhöht, als ich die Bude ausgebaut habe. Ärgerlicherweise musste ich für den Ausbau selbst bezahlen, aber gleichzeitig steigt die Miete. This doesn't make any sense. So, jetzt war ich wieder ein wenig eingewirkt. Haben wir soweit. So, wer bist denn du eigentlich? Der Michi. So, Michi, bist du bereit? Du musst alle Zeit bereit sein. Die Kunden werden sonst die Brügeln ausschmaßen. So, öffnen! Jetzt bin ich gespannt. Ich habe jetzt gar nichts zum tun. Die ganze Vorarbeit ist gemacht. Der Einzige, der jetzt so, oh, da ist der Michi, der drinsteht, wie, weiß ich nicht, Schluck Tee in der Kurven. Schau dir noch. I can't see you. Hallo, Michi. Wie geht's meiner Hanfplantage? Fragt mich der Maximilian. Ich habe sie gerettet. Pflanzerl sind endlich aufgegangen. So, jetzt bin ich gespannt. Das ist aber gescheiter Hochhaxer, der Teufel. Kann ich eigentlich selber in meinem eigenen Geschäft einkaufen. Das würde ich lustig finden. Der Michi schaut so richtig motiviert aus. Der hat voll Bock. So, Michi. Okay. Michi, das habe ich aber... Ja, das ist okay. Michi, das habe ich schon mal schneller gesehen. Wenn du das 10% schneller machst, kriegst du ein Bagel Snooze. Okay. Aha. Ja, das habe ich alles schon mal schneller gesehen. Michi, weiß ich nicht, ich kann dabei Kundschaften belästigen und Beratungsgespräche anbieten. Entschuldigung. Ja, das Nutella ist ganz gut. Ja, das ist kein Nutella. Das ist, wenn man es ganz genau nimmt, ist das Kräuterschnaps. Der gute. Der Turbot von unten raus. Ja. So! Jetzt können wir uns gemütlich zurückholen und uns den Ranzen chillen, meine Damen und Herren. Chillen Sie sich den Ranzen. So, Michi. Ich schaue jetzt ein wenig beim Kassieren zu, wie du das also machst. Ich sag das, was ist, ich war schon 4-mal fertig. Und voll Chance geben, wenn du tust. Kriegst einen Dropkick. Einen Back Suplex kriegst. Einen Choke Slam. Vielleicht auch einen Jackhammer. Weiß ich nicht, das entscheide ich dann. Kommt auf meine Tagesform drauf an. Hast du Preise angepasst? Na! Scheiße! Das haben wir alle Zeit der Welt. Ja, das ist ein guter Preis. Mieze ist ein guter Preis. Was haben wir da? Ah, guter Preis. Nudel? Ah, guter Preis. Sehr gut. Öl? Sehr gut. Sonderöl? Auch gut. 4 sind wir auch gut. Das ist ein bisschen viel. Hallo, der Kaffee ist da. So, Achtung, Durchsage, es gibt 14% Rabatt auf den Kaffeebeutel. 2-mal. Auf Simi, das schaut gut aus. 2,50 auf 3. 4 Euro auf 4. Das ist nichts, da der wir jetzt auf 5.
Du, der Kass, der wächst auch nicht am Baum um, der darf auch mal was kosten. Ah, ist ein Luxusgut. So, jetzt vielleicht ein bisschen teuer, aber geht schon. 6 Euro irgendwas erwartet, das passt auch. Simon, das ist vielleicht ein bisschen teuer, der Reis ist ein bisschen teuer, da machen wir mal mit. Machen wir mal humane Preise. Ja, 50 auf 7 ist auch in Ordnung. Öl haben wir schon angeschaut, Erdnuss. Was haben wir da? Ohr, wann die Ohr, ich komme, die haben da hinten, okay. Wasserflasche, ja, das ist auch ein bisschen teuer. Aber das geht schon. Das geht auch. Snooze du? Oh, Snooze ist teuer geworden. Können wir noch Euro mehr reinholen. Hier ist die ganze Zeit nur Piepsen, Michi. Du machst es super. Super! Michael! Absolutes Pro-Gaming an der Kasse. Da sehe ich eine steile Karriere vor Ihnen. Aber ich sag, dass es ist, die Schlange, wenn einmal länger ist wie 5 Personen, erinnert ihr dich ganz sanft an den Back Suplex. Passiert eigentlich, wenn ich... Nein! Oh, ich hab auf E gedruckt, was ist denn da passiert? Schließe die Kasse, wieso soll ich denn das da? Das ist behindert. Mehl kannst du bald nachbestellen, das stimmt. Mehl und Nudeln. Mehl, Nudeln, Kaffee. Mehl, Nudeln, Kaffee, Spaghetti. Mehl, Nudeln. Nimm mir das Mehl auch mit. Mehl, Nudeln, Kaffee. Was wenn wir gut beieinander, nehmen wir gleich 2 Kaffee, nehmen wir gleich 2 Bagel Nudeln, nehmen wir gleich 2 Bagel Mehl, das blaue Mehl brauchen wir natürlich auch. Und 2 mit Spaghetti. Und somebody touch mal Spaghetti. Ja, 2012. Was ist das? Mein Gott, den Saustall, die da hochrichten. Ja, jetzt kommen wir hier sauber gemütlich um das Einräumen der Regale kümmern. Und die Bude läuft von selber. Ein bisschen langsamer ist er der Michel. Aber da habt ihr mir ja vorgewarnt. Aber das ist in Ordnung. Solange er fertig wird mit dem Schund. Und sagen, so, dann kauft man eine zweite Kasse. Haha, können wir es uns so leisten. Und tue ich gar nichts mehr. Das ist ein totaler Kalter. Schau hin. Na gut, in Navallo. Das ist der Lavazzo von Wish. Eigentlich sollten wir unser Geschäft so nennen. Dann geht auch zu Wish. So, das Premium Mehl. Das ist für die geldigen Huren. Ah, Supreme Mehl. Oh, da haben wir aber früher gekauft. Was ist da los? Ja, dann müssen wir die Schachtel dabei davor hinstellen. Ah, jetzt brauchen wir wieder ein Lagersystem. Lagersystem. Das kriegen wir schon. Das stört die Kundschaft eh nicht. Die gehen da einfach durch. So, was haben wir da? Spaghetti! Ja, die passen auch nicht mehr zu den Nudeln hin. Das ist schlecht. Ja, Regal brauchen wir. Brauchen wir noch zusätzliches Regal. Das passt nicht. Jetzt können wir da eh leichter den Überblick behalten. Jetzt können wir da mal schnell überprüfen. Hoppla. Wo sehe ich jetzt da, wie viel noch drin ist? Also ich sehe das, was drin ist, aber ich sehe nicht, wie viel das drin ist. Ich sehe, was ich sage, ist, dass wir eine zweite Kasse brauchen. Hey Michel, kannst du das Licht auch einschalten? Bist du schon ein Großer? Ah, weiß ich nicht. Ah, das weiß ich nicht. Haben wir noch was gekauft? Nö. Sieht gut aus. Ja, ich schalte das Licht ein. Konzentriere dich, du aufs Kassieren. Was kostet eine zweite Kasse? Gib die! Wir brauchen eine zweite Kasse! Was tut denn du? Wachstum einstellen, Lager. Dein Mamis Wachstum, Lager. So, warte mal. Kassenschalter. 500! Brudi, kannst du mal ein bisschen schneller kassieren da? Wir brauchen 500 Gulden. Na, die werden wir uns im Laufe des und ein bisschen umsortieren da die auch. Also wir brauchen mindestens noch ein Regal. Das stellen wir da wieder an 20. Das kauft man gleich noch. Da haben wir ein Regal her. Ja. Scheiß Versandkosten von 2 Euro, die haben eh geschenkte. Gerade, dass es mir nicht nur einer tragen. Und da hintragen, wo ich es haben will. Und dann fangen wir mal das Umrüsten an. Ja? Ein bisschen umrüsten, damit wieder jedes Produkt seine eigene Spalte hat. 0. Ja, passt wieder nicht zur Box. Die eine Nudel ist wieder größer wie die andere Nudel. Weg. Machen wir so. Da kommen nur Nudeln rein. Und zwar 18 Pfund. 18 Pfund Nudeln. Rechnungen nicht vergessen. Genau deswegen. Habe ich mir gerade gedacht so. Nix mit mir kauft man die Kasse, sobald wir 500 haben, müssen wir nämlich wieder das Lager auffüllen. Das ist ja klar. Und wenn mir nicht alles täuscht, kriegen wir da mindestens nur ein Regal dazwischen, wenn ich alles nach rechts schiebe. So schaut es nämlich aus, Kinder. So schaut es nämlich aus. Und dann haben wir riesengroß genug, dass wir alle unsere Produkte in eine Spalten einkriegen. Und dann, für die nächste Lizenz, bauen wir da in der Mitte eine Straße aus Regalen ein. Da wird das schon. So, jetzt hat mir Kaff. Was braucht man mir?
Das kriegen wir schon. Das kriegen wir schon. Und wahrscheinlich brauchen wir noch einen Kühlschrank. Ja, also einen Doppelkühlschrank für das nächste Ding. Was soll's teuer? Ja, ist wirklich teuer. Weißt du was? Wir haben mehr einen Kassierer. Jetzt können wir anständige Preise machen. Da muss ich eher tippen, der Huren. Du Trottel, du Trauriger. Was haben wir da? 6 können wir mit Preise nochmal, die können wir ja sauber jetzt mit 50 Kilo passen. Zumindest. Wo es nicht ganz ausgeht. Das ist gut. Das ist richtig gut. Also da zum Beispiel können wir locker 3,50 machen. Easy. Und da können wir, ja, los einmal, ist ein humaner Preis. Schauen wir mal, wie wir abschneiden am Ende des Tages. Das schaut gut. So, jetzt haben wir schon gehabt. Das Müsli. Ja, da können wir auch 6,50 machen. Easy. Darf nicht 65, sondern 6,50. Und dann da 5 ja, das schaut doch richtig stabil aus. Richtig stabile Bude. 140 schaut gut aus. Milli, 2,50 auf 3 schaut gut aus. Und mit dem Cheese, ja, das ist vielleicht ein bisschen viel. Machen wir 4 auf 4,50. Was ist da los? Der Tag ist beendet. Michael! Applaus für Michael. Zweiten Michael kommt doch erst mit Level 20, oder? Das stimmt, absolut, ja. Jetzt, was du es gerade sagst, ist mir gerade eingefallen, den kannst du nicht einfach so skalieren, wie du willst. Zweiter Kassierer mit Level 20. Ja, den werden wir aber heute wahrscheinlich nicht mehr zu Gesicht bekommen. Ja, der Michael, der regelt das schon. Kauf noch 2 mit Wasserbirger. Wieso? Aber wieso? Herr Balko, warum? Wasser aus? Nein, das Wasser ist überhaupt nicht aus. Da unten ist 3 Pfund Wasser schon hin. 3 Regale voll Wasser. Was ist da los? Für den Michel, der Michel hat jetzt einmal Applaus verdient. Und mindestens ein Like auf dem, ja. Wenn er ihn nicht verdient hat, dann er. Ihr wisst es. Stefan, merci wieder €1. Machen wir alle Schachteln draus zu, Verlust nix gut. Was für Schachteln draus zu? Was? Ich verstehe nicht. Meinst du, sie jetzt die Schachteln da alle? Ich schicke einmal Safe Games, kannst du machen. Maxi, ich hab deinen 20er übersehen. Schönen Gruß aus Österreich, Fragezeichen. Was du kriegst? Du kriegst die vielen Dank, Tröte. Maxi, der 20er ist 2 schöne Grüße nach Österreich. Hashtag unsere Lieblingsnachbarn. Brezensalz, ein sauberes Leiberl wie der Dorfkramer selber. Sieh's gut. Ja, du hast es erkannt. Das ist das Edeka Pro Gamer Leiberl. Tobi, mir erst wieder ein Zwickel, das Öl mit dem guten neuen Windows-Zeichen. Wo ist denn das Windows-Zeichen auf dem Öl? Also, da. Tatsächlich. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Tatsächlich. Das ist Windows Oil. Sehr schön. Was haben wir dann? Regal umschichten. Das können wir gleich noch da. Diesen hier. Den nehmen wir jetzt einmal. Stellen wir dabei da her. Und dann wir da her. Und dann kriegen wir doch da locker nur ein Regal rein, oder? Ne? Und da machen wir so einen richtig geilen, weißt du schon, so einen, neben der Kasse, musst immer noch was mitnehmen. So. Kennst du das? Dass die kleinen Arschlochkinder sagen, nein, ich mag einen Kinderriegel. Ja, du kannst einen Kinderprügel haben, du Trottel. Nein. Und dann scheißt er am Boni und so. Und dann musst du ihm einen Kinderriegel kaufen. Ja, das machen wir haben nachhaltig, dann machen wir das mit Plastik-Wasserflaschen. Das ist wichtig. So, Tag abschließen. Ja, fanden die Produkte zu teuer? Nein, das ist in Ordnung. Aber wir haben sauber hier 1000 Einkommen und knapp 600 Guthaben. Wir haben natürlich auch ein bisschen was gekauft, Erweiterungskosten, Bestellkosten und so weiter. Das schaut richtig gut aus. Die Erdnussbutter ist runtergegangen. Sofort Preischeck. Preischeck! Erdnussbutter! Die ist aber gescheit im Preis gesunken. Da machen wir mir 5,50. Damit das sauber gekauft wird. Mona, like über 1000, wir haben ja wirklich über 1800 Leute die ganze Zeit schon. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber ja. So. Was brauchen wir? Ein Regal. Gibst du mal ein Regal. Zusätzliches Regal. Und dann gehört ein wenig umgeschichtet. Dann gehört wieder jedes Produkt einmal gekauft und mit den Schachteln umgeschichtet, dass wir gleich wissen, wo gehört was rein. Das ist eine gute Idee. Das ist eine richtig gute Idee. Laden macht Britt. Mobrandl, das hast du richtig erkannt. Er wird aber auch ein reinstes Pro-Gaming geführt. Ist ja klar. So. Machen wir wieder genauso. Wir kaufen alles einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bis zum Kaffee. Dann sind wir voll. Für kurze 5 Sekunden. Wichtig ist, man kann nicht mehr wie 10 Artikel gleichzeitig kaufen. Warum? Das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich, weil sonst da draußen irgendwann ein riesengroßer Berg von Scheiße steht. Machen wir so. Wie schaut das aus? Ja.
Grandios schaut's aus. Wir nehmen das da, sonst finde ich es nie wieder. Machen wir diesen hier. So, ja. Schaut gut aus. Und da kriegen wir, Rechnungen zahlen nicht vergessen. Richtig guter Punkt. Aber da haben wir immer 3 Tage Zeit, die Rechnungen, shit, das stimmt. Okay, ja, das habe ich ausgeredet, das habe ich gewusst, Alter. Ja, Schachteln lassen wir auch davor stehen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Jetzt kaufen wir einen Rest ein. Markt, beim Kaffee sind wir stehen geblieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zack, das wir haben keine Kohlen mehr. Das war jetzt vielleicht doch nicht so schlau. Da müssen wir betten und on the run, on the fly. On the fly wird eine bestellt. Da wird einfach ohne Fly bestellt. Das wird ihm dann schon passen. So. Was haben wir da? Wasserflasche haben wir jetzt zum Saufwürden. Da, ganz Regal voller Wasserflasche. Pfeffer ihn rein. Und beim nächsten Mal machen wir jetzt so. So, ein bisschen umschichten. Können wir da was umschichten? So unfassbar viel neuer Platz haben wir nicht, gell? Das machen wir jetzt mal weiterhin so. Absolut in Ordnung. Dann machen wir das da. Aber die Scheiße sammeln wir jetzt ein. Und verteilen wir da. Du kriegst einen neuen Platz. Sehr schön. Ihr seht schon, auf was ich hinaus will. Jedes Produkt kriegt seinen eigenen Stellplatz. Nicht du sie. Wirf's halt! Okay. Snoo, snoo! Bleibt was ist. Salz kriegen wir da nicht einer. Da kriegt man das einer kriegen, aber das machen wir jetzt auch so. Das alles. Das kriegen wir da nicht einer, das kriegen wir da nicht einer. Ja, die Spaghetti greifen wir gleich einmal zusammen. Schau her, kriegen wir es schon. Ist nicht gut ausschaut, weiß es auch nicht. Ich drücke wieder auf G anstatt auf Schmeißen. So, Nudeln, wir haben einen leichten Nudel-Overflow. Doch nicht. Die müssen wir eigentlich auch aufteilen, gell? Eigentlich kennen ja die Nudeln. Na, dann machen wir ein Nudelregal. Das gute alte Nudelregal. Damit das da seine Hand am Fuß hat. Macht jetzt zwar überhaupt keinen Sinn, dass wir das da komplett ausräumen, aber das ist mir wurscht. Mir wurscht! Ha? Gute Ladenführung braucht Weile. Hilft nicht. Wollen wir im Progress ein bisschen zurück, aber da sterben wir nicht. Da sterben wir nicht! Nein, weil wenn ich jetzt noch einmal auf G drücke anstatt auf R. Brot! Brot kann man nie genug haben. Ja, das ist wichtig. Ein bisschen Peterbeer-Müsli. Jawohl. Wunderbar. Das gefällt mir sehr gut. Und da ein Stück Käse. Käse haben wir eigentlich auch genug. Ja. Schauen wir mal, was rennen wir jetzt da um? Ist dieses Salz? Ja, wo kriege ich ein Salzei? Ah ja, das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Dann rennen wir mir da das Nutella ein. Sehr gut. Wundervoll. Zauberhaft. Amazing. Ja, dann würde ich sagen, der das blaue Mai und rote Mai nebeneinander ist. Du, das werde mir nicht helfen. Das werde mir nicht helfen. Damit das noch ausschaut. Damit ich mich auskenne, Kinder. Noch 3. So, das schaut gut aus. Ausgedüdelt. Und sehr gut. Absolutes Pro-Gaming. Das muss ich retriggern, weil ich es nicht gesehen habe. Maxi? So, das ist das Geschäft in Labien! Alter, jetzt mal ohne Scheiß. Ihr könnt's nicht währenddessen ich dermaßen im Spiel drin stecken und überhaupt nichts mehr kapier, weder wie spät das ist, nur wo wir überhaupt wohnen, nur werden die Regale heiramen, mir ein Hunde daher scheißen. Maxi! Are you fucking drunken? Spürt ihr diese Befriedigung? Klar, ich spür's. Maxi, ich weiß nicht, was ich sagen soll.
kriegst ein privates Trötenkonzert. Es geht so ungefähr. Ich taufe dieses Lied liebevoll das Brot. Und jetzt hätte ich mir fast 10.000 Droschen. Wenn es das nicht wert war, dann weiß ich es auch nicht. Maxi, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du wirst schon wissen, was du tust. Von ganzem tiefsten Herzen danke schon, aber bitte übertreibt es nicht so krass. Immer wenn ich so mache, bleibt mindestens ein Porto in dem Blobschutz stecken. Mit dem Bart um die Eichel kreisen. So, jetzt wird's langsam fragwürdig. Maxi, merci dir. An den Rest natürlich auch. Bitte eskaliert's nicht so krass. Please. Weil es irgendwann bloß noch darum geht. Kuss auf die Nuss. Ochsenandal, die übersehen, merci für den Fünfer. Formatidee, schick an 3 Leute die Safe Games und die sollen in einem Wettbewerb schauen, wer am schnellsten die Kisten verantwortet. Und wir schauen es uns so. Das wird sicher sehr spannend. Sehr spannend. Merci dir. Goalie, merci wieder ein Resub. Schon warst ein halbes Jahr bei meinem Lieblingsbayerischen Streamer, drauf erstmal ein Brot mit Wurst und an alle anderen Liken nicht vergessen. Ja, das, was der Goalie sagt. Goalie hat Ahnung. So. Stefan, merci wieder ein Euro. Stefan, mach mal alle Schachteln draus zu, nix gut. Also, Chat, möchtest du mein Safe Game haben? Schicke dir. Musst im Discord reden. Kriegst du mein Safe Game, kannst schauen und zusammenräumen, machst ein Video davon, ich schau zu. Ich schau's mal! Sei der freiwillig, wie es ist. Wieder mal. Ich sag so oft freiwillig, wie es ist. Wahnsinn. So, wir haben kein Geld mehr, haben wir umgerannt. Oh, der Reis. Der Reis! Wo könnten... Ich glaube in so lange Schachteln. Boah, lecker, das ist mir aber voll... Vollgas Kuppel aus der Karte. Wo dieser gekommen ist, weiß ich nicht. Nein, weiß ich nicht. Wo... Jetzt hat das scheiß Salz in die Schachtel passt, du Kackfrisur. Wo ist... Mann, jetzt muss ich wieder suchen, wo die Salz passt. Das ist was, das ist so dumm. Das ist... Nein, das ist einfach scheiße. Das ist einfach scheiße. Und jetzt habe ich die Schachtel gekauft. Ich weiß nicht, wahrscheinlich schon. Weißt du was? Leck mir am Arsch. Ich kaufe einfach nur ein Backel Salz und nimm die Schachtel. Haben wir's ja. Schäkel, Motherfucker. Oh, haben wir's doch nicht. Ja, hört beim nächsten Mal an. Tschüss. So, sperrt mal die Bude auf. Michael, bist du auch was zum Tor hast. Du faul das Kreuz, das sehe ich von da. Der Wahnsinn. Jetzt tun wir ein paar Schäkel da rein. Schäkel brauchen wir. Da. Wer kann mir einkaufen geben? Oder du? Mitte. Nein, der Trevor. Hallo Trevor. Pedomüsli? Nein? Ah, doch, das Stück Käse. Ein Stück Käse mit Kaffee? Jawohl. Das macht Sinn, ich schau dir einer zu. Ja, das ist unser Premium-Salz. Das haben wir gerade im Angebot. Kauf 1, 2, 4. Ist gut. Passt. Ja, Michael Kim, Alter. Das ist alles... Weißt du, das ist alles... Kleinste Schachtel ist Salz. Weiß er noch schon wieder alles auswendig. Was ist denn die kleinste Schachtel? Oh, die ist... Nein, das ist nicht die kleinste Schachtel. Der Wick. Was ist denn die kleinste Schachtel? Ist das die kleinste Schachtel? Nein, das ist wieder nicht die kleinste Schachtel. Das ist die kleinste Schachtel. So, Achtung, ich hol's Salz an. Ich hol's... Ja! Guter Punkt. Ja, das war das der Leuchter? Gut gemacht. Haben mehrere Leute geschrieben. Hab schon gesehen. Der hat sich nicht runter. Wo ist der restliche Salz? Der Salz, muss man wissen. Ah, wer Salz gendert, dem Kern Taxen erdroschen. Das schaut gut aus. Das schaut ein bisschen aus wie Billig-Red-Bulldosen. So, Michael, ist mal schnell. Ich brauch die Kohlen. Ich muss die Regale auffüllen. Die füllen sie nicht von selber auf. Midi. Jetzt muss ich sagen, durch den Kassierer geht irgendwie ein bisschen ein Part des Gameplays ab. Genauso wie ich vorher schon sagen wollte, es gibt Mods, wo du Regale einfacher umräumen kannst und so ein Scheiß. Und ich finde, das ist fast schon wie eine Gameplay-Mechanik aus dem Spiel nehmen, weil es irgendwie einen Spaß macht, sich die ganze Sache gezielt so zurechtzulegen, dass es so einfach wird wie möglich. Und die Mods nehmen dir die kreisligen Sachen ab und dadurch ändert sich das Gameplay so krass, dass es irgendwie ein bisschen was von der Spannung nimmt. Wisst ihr, was ich meine?
Das ist gleich so, jetzt habe ich den Kassierer da, jetzt habe ich den ganzen Tag nichts zum tun. Das ist irgendwie jetzt blöd. Komisch. Also ich habe schon was zum tun, ich muss nicht die ganzen Scheißdreck noch bestellen. Da, Basmati-Reis zum Beispiel! Reis! Es gibt Reis! Und Nutella! Na, Nutella haben wir noch. Ja, dann muss ich Reis. Ich kaufe Reis. Können wir uns das schon leisten jetzt da drin? Nein. Fix. Weg. Ab wann können wir es uns denn leisten? Übrig, kaufen. Achtung, haben wir schon wieder was zum tun. Da nehmen wir. Oh, jetzt haben wir bald ein bisschen viel Salz. Ja, ist wurscht, man kann nie Fake nur Salz haben. Salz brauchen so bei. Da brauchen wir bei. Also, haben wir so viel Salz gekauft? Wieso haben wir mir so viel Salz gekauft? Wann haben wir mir so viel Salz gekauft? Da schau hin. Ich räum ein, du räumst aus. Guter Mann. Da noch was drin? Da zahl ich. Und platzieren wir es da weiter oder vor. Kruzifix haben wir mir viel Salz gekauft. Ich weiß nicht, was wir uns da wieder gedacht haben. So, der Reis! Ja, kann man eigentlich gleich 5 Bagel kaufen, weil der ist eklig, da ist nicht viel drin. Da ist eben nicht der Teufel drin! Ja, lecker Spaghetti! Und Premium-Mehl! Aufgefüllte Scheiße! Jawohl! Premium-Öl! Preise kann man auch mal wieder checken. Der Winter kommt schon. Eines Tages. Oh, Nutella haben wir auch nicht mehr viel. Nutella ist der Klassenschlag. So, wie schaut es jetzt da aus, Michel? Hat schon irgendein Kind vor dem Dings am Boden geschissen, weil es unbedingt der Wurst flaschen möchte? Oder wie läuft's? Ja. Wir drehen uns jetzt einfach die ganze Zeit langsam im Kreis und schauen mal, was ausgeht. Können wir uns wieder herstellen und können wir mit dem Zipfel um die Tischkarten noch nicht dreschen. Und sagen so. Da kaufe ich eine zweite Kasse und stelle die selber hin. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. So gegenüber. Ne? Können wir uns hier und den Michel sauber betteln. Was der mal? So gute Idee. Brauchen wir 500. Müssen wir einen Tag durchlaufen lassen. Müssen wir zuschauen, das hilft nicht. Ja, zurücklehnen man muss seine Arbeit auch mal genießen. Das Öl gehört zum Ölkruzifix. Wo ist Öl? Ja, da hast du schon nicht ganz unrecht. Soll ich wieder mal freiweg, wie es ist. Da hast du nicht ganz unrecht und das Brot gehört zum Nutella. Muss man wissen. Ich möge den Teufel mich, du gestungenes Trottelkind, da machen wir 2,75. Ha? Sau angesetzt. Ja, das schaut gut aus. Preischeck. Schaut gut aus. Wenn wir das genau von da hinten, vom Eck aus, wenn wir das da machen wir einen Screenshot. Ja, das ist ein schöner Steam-Screenshot. Eier, wir brauchen Eier. Nein, Eier haben wir noch genug. Sehe ich von da. Ich habe alles im Überblick. Ich bin quasi die lebendig gewordene Überwachungskamera. Das Einzige, was ich nicht sehe, ist das Wasser. Das ist nix. Also, wenn Kinder aufhören, vor der Kasse zum Scheißen, dann weiß ich, das Wasser ist aus. Ah, kommt von da nämlich das Licht einschalten. Ja, da habe mir schon was gedacht bei meiner Position. Ah? Mein Auge erspäht, dass der Käse knapp wird. Michel, schieb nur um mich über die Kassen. Ja, zum Kassierer gehen irgendwie gefühlt mehr Kunden. Das darf mich interessieren, dann, was deren dann überhaupt, wenn 2 Kassen da sind. Wird dann immer geschaut, okay, da stehen 2 Leute, ich gehe jetzt an die andere, da steht bloß einer, oder wie läuft der Hase? Was mache ich Hase? Gib dem, wir brauchen eine zweite Kasse! Kostet Quante 500! Snusno geht aus, der Reis geht aus, Null geht aus. Sehen wir da, oder Tee, ist auch nicht mehr viel. Die Kassen sind voll. Gib dem, wir brauchen eine zweite Kassen! Wird schon. Dreh den kleinen Kühlschrank um. Schüssen aufs Wasser. Das ist aber zu gesund. Baudo! Da gibt's doch kein super sexy Käsebrot. Baudo, merci dir. Wild Redeem, merci wieder ein Resub. Ich frage, wo ist denn das Salz? Im 4. Regal hinten, neben der Kinderkotze. Klaus Rexien, schön, ich krieg's nach Blattling zurück. Herb, merci für den Drilling. Warum liegen da so viele Schachteln? Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie ich auf diese Frage reagieren soll. Warum? Weil ich nicht weiß, ob du jetzt von Anfang an schon dabei warst oder ob das eine rhetorische Frage ist. Die Schachteln, die waren da schon. Die haben mit mir nichts zum Tor, da steht ja nicht meine Adresse drauf und nix. 500 haben wir, stell die zweite Kasse auf, es ist ja schon Ladenende.
Das ist ja schon Ladenende. Was gängen die jetzt einfach? Nein. Also, die kaufen dann noch mehr. Du kaufst doch mehr, das ist toll für mich, deine fette Mama ist mir jetzt da. Machen wir 3,25. Ja? Stachselst umeinander. Hast du Gnierscheiben, gute Frau? Na, hast du Becken? Ja, so richtig bringt's dann aber der eine Kassierer halt auch nicht, wenn die Kundschaft die ganze Zeit meckert, die Kassen sind voll. Die Frage, ach, Nudeln sind 3,59, dann machen wir 3,90. Was ist da? Die Kassen sind voll. Der pimmelt doch jetzt da schon die ganze Zeit im Kreis umeinander. Der kauft. Was tut denn dann eigentlich? Stellt er sich ins Eckerl und dort Eckerl stehen oder was? Pimmeln, wie lang pimmeln die dann im Geschäft umeinander? Zwar der Kasse kaufen und zur Not selber hinstellen, kannst du ja wieder schließen, wenn nichts los ist. Das stimmt. Warum hast du Kassierer innen? Wer sagt denn, dass es ein Innen ist? Vielleicht ist er Kassier außen. Erfahrungsgemäß gingen die Kunden random zu einer Kasse. Auch wenn deine leih ist, stellen sie sich teilweise in die Schlangen vom Kassierer. Ja gut, das ist dann noch nicht so durchdacht offensichtlich von Programmierung her. Schöne Grüße aus der Oberpfalz. Schöne Grüße zurück, Mr. Topstar. Lang, sehr lang. Aber gut, dass bei derer die roten Haare also flackern. Ja, das ist wichtig. Das ist auch wichtig. Kannst du den Kassierer ablösen? Nein, ich wüsste nicht. Ich kann bloß die Kasse schließen und dann steht er da und schaut dumm. Und Kundschaft schreit so, ich habe keine Kasse. Ja, wir haben herausgefunden, wir haben 800, wir machen hier Cash ohne Ende, das ist ein Wahnsinn. So, können wir jetzt da mal das geschissene restliche Salz ausleihen? Ja, damit ich mein, das arme Salz sei. Was ist da jetzt gewesen? Hat der was nicht gefunden oder? Eier, wir brauchen Eier. Ja, dann müssen wir einkaufen, Mann. So, Miles, Zeit zum Heimgehen! Schleich dich! Spätest du überhaupt? Es ist 10 vor 10. Ja, natürlich ist es 10 vor 10. Möchtest du mich verarschen? Wie viele Tage haben wir jetzt geschafft? 4 oder 5? Nächsten Tag starten! Mehl und Kaffee. Mehl, Kaffee, Öl. Kaffee, Preischeck. Oh, können wir wieder auf 11 erhöhen. Das ist gut. Was ist denn was für Öl? Das ist einfach nur Öl und das andere ist das Longdong-Öl. Weiß ich nicht, 5,68, das passt ihm schon. Das passt gar nicht. Dann machen wir 4,50. Und was war noch? Öl, Kaffee und was noch? Öl, Kaffee, was noch? Sagt man eigentlich auch da herin, ne? Kaffee, Öl. Mehl! Mehl! Oh, da können wir sauber aufhören. Sauber aufhören! Ja, wir bestellen jetzt wieder alles einmal, das hilft ja sowieso nicht. Du, das hilft ja sowieso nicht. Wir könnten aber auch schon mal aufsperren, dann geht das Hand in Hand, verstehst? Könnten wieder ein paar Kundschaften dabei sein, die wieder etwas nicht finden, aber das ist ja mir wurscht. Mach auf die Bude und wir bestellen alles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kaufen. So, mal haben wir bei den Ohrstäbeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kaufen. Na, also gute 500 kostet uns eine volle Ladenlieferung. Dann haben wir da wieder einen. Wir füllen auf, währenddessen der andere schon ankassiert. Da geht das jetzt ein wenig zügiger, bitte. Ja, damit das alles ein bisschen befüllter ausschaut. Das Auge kauft mit, sagt man, in den Fachkreisen. Zweite Kasse, die kauft man im Laufe des Tages. Jetzt chill mal die Kniescheibe. Was hilft uns eine zweite Kasse, wenn es nichts zum Kaufen gibt? Hä? Haben Sie da wieder etwa nicht zu Ende gedacht? Oder was? Ich denke nicht. Hallo? Wo ist die Flasche? Alle, füll mal auf. Machen wir die ganze Bude voll. Mach die ganze Bude voll, der Michi kassiert schon ab. Michi, der da kassieren, das ist ein guter. Kennst du Michi, das ist ein guter. So, Premium-Mehl. Oh, das ist aber nicht verkauft worden. Nicht verkauft worden. Na. Oh, Milli. Ab ins Regal damit. Da ist im Milli-Schachtel ist irgendwie mehr drin, wie wir das erwarten. Oh ja, Mehl. Brauchen wir, da kann man sogar noch ein paar mehr bestellen. Stück Käse!
Oh, da haben wir auch gar keinen mehr. Käse ist wieder da. Käse wieder da. Das Kinderficker-Müsli. Ups. Das ist mir so rausgerutscht, das meinte ich auch so. Da, Snusnu. Snusnu Puderzucker. Ich weiß nicht, wie groß sind denn eigentlich die Puderzuckerbackel? Wer kauft denn so viel Puderzucker auf einmal? Sag mal. Der nicht eine Großkonditorei daheim hat. Dann haben wir da was da? Alter, Wasserflaschen zu teuer. Das glaube ich aber. Ah, niemand. Im Hause Bürger muss niemand verdursten. Wie schaut's da aus? 2,35 geben, um einen Zwiegel 50. So. Einen guten, das gute Waldmeisteröl. Ja, was haben wir da? Basmati. Oh ja, Reis brauchen wir auch viel mehr. Viel mehr Reis braucht das Land. Da haben wir auch fast gar nichts mehr. Da bestellen wir gleich noch mehr Ladung noch. So, und Salz haben wir zum Saufhuren. Wer braucht so viel Salz? Sag mal. Hinstellen. So, bitte, liebe Kundschaft, bedienen Sie sich selbst. So, jetzt passen wir auf. Was haben wir gesagt, brauchen wir? Blaumehl und Spaghetti. Das machen wir jetzt das folgendermaßen. Blaumehl zweimal. Spaghetti zweimal. Dann Reis. Snusnu. Reis. Wo ist Snusnu? Zweimal Snusnu. Kaufen. Das der wir noch ein, dann kaufen wir unser Kass. So, wie es ist. So eine Frage. Oh, bisschen Snusnu oben, bisschen Snusnu unten. Ja, noch mehr Snusnu. Mehr Snusnu, mehr gut. Oh, Eier, wir brauchen Eier. Wo ein Eier? Eier gingen aus. Ja, die bestellen wir auch gerne mit. Die bestellen wir mit der Kasse mit. Damit sich der DHL-Fahrer so richtig ärgert. So, boah, leck, oder vor dieses Riesending, vor diese Riesenschachtel und dann das kleine Ding dazu. Und wenn das kaputt macht, dann scheißt man voll zusammen vor der Haustür. Vor alle Leute. Was sie ja überhaupt einbildet. Seht ihr, was gescheit lernen sollen. Kommt nie dafür. So. Was haben wir da? Oh, Nudel. Das Regal komplett füllen. Haben wir der schnellste Lagerist. In ganz Niederbayern. Das ist Wahnsinn. So, aber langsam wird der Schachtel auf ein wenig groß. Machen wir diesen hier. Wir ein bisschen weg von der Straße, damit wenn unser Turm wieder umkippt. Damit da, ich bin gespannt, wann das Spiel abkackt. So wie das ist. So! Habt ihr da vielleicht schon wieder 4 Salz rausgereiht? Nein, habt's nicht. So, zweite Kasse. Gib mir mal Kasse jetzt her da. Tun Sie mir mal, was wir eigentlich da sollten. Einmal Reis, zweimal Eier, zweimal Käse. Das ist unsere Aufgabe. Konzentrier dich auf deine Aufgabe, Bürger. Mach nicht nur über irgendwas. Konzentrier dich auf deine Aufgabe. Ha? Eins nach dem anderen. Mehr Reis. Okay, Reis. Ich habe etwas einkaufen. Reis. Füll die Eier auf. Ein Stück Käse auch. Ein Stück Käse auch. Oh, der Käse ist aber schon wieder fett leer. Fett leer, Brudi. Throw the cheese. Oh, was haben wir da noch? Noch mehr Reis. Ja, Reis kann man nicht genug. Reis kann man nicht genug haben. Wunderbar. Volle Schachteln drauf. Wo? Wo volle Schachtel draus? Ich sehe keine volle Schachtel draus. Wo? Wo ist hier volle Schachtel? Siehst du da irgendwo eine volle Schachtel? Ich sag da keine volle Schachtel. Dominik, wir sind hier für dein Resub der von der Serie in Folge 3 ab Minute 30 ist ein mutierter Axolotl. Schöne Grüße aus Tuntenhausen. Weiß ich. Das ist der Schnaxolotl hat bei mir gekündigt und arbeitet jetzt für die Fallout-Serie. Oh, ich muss das Licht einschalten. So, geschissen auf die geschissene zweite Kasse. Wir brauchen Regale in der Mitte, 2 Stück. Wie viel krieg ich Spalten? Nein, wir brauchen 3 Stück. 3 Stück Regale in der Mitte. Links, rechts. Und dann die nächste Lizenz. Und Rechnungen müssen wir auch noch zahlen. Guter Punkt. Gut aufpasst. Rechnungen, das haben wir nicht falsch. Jetzt zahlen wir aus der Trinkgeldkasse. So schaut es ja aus. So, Abschnitt 3 brauchen wir nicht. Supermarkt Level 6 brauchen wir nicht. Bestellen wir mal noch schnell. 2 Regale. Oder nehmen wir gleich 3.
Ja, wir brauchen 3, wir kriegen 6 neue Produkte. Oder wie viele freie Regale haben wir? Brauchen wir vielleicht einen Kühlschrank? Was ist das? Gute Frau! Es ist die neue L'Oreal Disco-Farbe! Drop the bass. Wird mir direkt schlecht. Tollteig in Tor gespielt. So, jetzt passen wir Obacht. Lizenz. Verwaltung. Lizenzen. So, was kriegen wir da? Orangensaft, Soda, Apfelsaft, Milch, Soda. Das heißt, wir brauchen nur Kühlschränke. Wir brauchen gar kein Regal. Sechs Artikel kriegen wir. Wie viel geht in so ein Doppel-Ding ein? 2, 4, 6, 8, 10. Das heißt, ein Doppelkühlschrank oder eigentlich 2 Doppelkühlschränke langen locker. Scheiß auf Kasse, der regelt schon. Der regelt schon. Ich hab da noch keine Aussage gesehen. Nächste Lizenz, 3 große Kühlschränke. Wieso 3 große Kühlschränke? Was kostet der Kühlschrank? Moment. Mark, maybe, was kostet ein großer Kühlschrank? 350, da können wir uns maximal 2 leisten. Maximal 2. Ein Stück 2, den dritten kaufen wir uns dann nachträglich. Und dann machen wir ein sauberes Kühlregal. Die Milch ist im Regal, der Rest im Kühlschrank. Da weiß jemand das schon wieder auswendig. Jetzt muss ich nochmal schnell nachschauen, was genau du da meinst. Das heißt, die 6er-Pack Milch ist im Regal. Sicher? Weil die normale Milch, die ist ja da auch im Kühlschrank drin. Aber gut, wir kaufen uns 2 fette Kühlschränke, dann unterteilen wir es vorerst mal wieder so. Oder können wir uns 3 leisten? Nein, 3 können wir uns nicht leisten. Mann. Ja, 3 schaffen wir nicht. Ja, Kimi, jetzt, ich möchte zusperren, schau mir an, was hat der für eine Rechnung? 40.000 Euro oder was ist? Wir wissen gar nicht, was die höchste Rechnung war. Zählen wir mit, 31,50. 38,50. Hey, kann der Kassierer auch falsch ausgeben? 50,50 bitte. Tschüss. Willi Tenner, bis morgen. Oh, wir haben ja mittlerweile Supermarkt Level 12. Haben wir aber Progress gemacht, du. So, jetzt füllen wir da mal das Salz ein, damit wir die Schachtel austeifen können. So weit, wie wir können. Und jetzt schauen wir da nochmal, weil irgendjemand hat gesagt, da ist eine volle Schachtel draußen, aber ja, ich glaube, die werden wir nicht mehr finden. Wird nicht helfen. Gehst heim. Schaust, dass du Land gewinnst. Was haben wir eingenommen? 1100. Ja, haben wir natürlich einen Haufen Geld ausgegeben, haben einen Haufen Zeug bestellt. Der Laden ist dran voll, das ist ja klar. Genauso wie am Wochenende. Nächsten Tag starten. Erdnussbutter, Mehl. Dann noch 5,65, dann machen wir 6, jawohl. Und dann weiß ich nicht genau, was für ein Mehl das gemeint ist, aber wahrscheinlich das hier, das ist runtergegangen. Und wie schaut das Mehl aus? 6,78, das können wir so lassen. Wunderbar. So, jetzt brauchen wir 2 Kühlschränke. Können wir uns die überhaupt leisten? Pass auf. Im Markt, Möbel, Kühlschrank, ein Stücker 2, 750, die können wir uns easy. Dann haben wir auch noch Geld zum Nachbestellen von Sachen. Das heißt, wir müssen die kaufen wir jetzt halt. Wieso, auf was warten wir eigentlich? Sperr auf. Da sind wir die 2 Kühlschränke her. Und dann. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie wir die am dümmsten platzieren, aber wahrscheinlich irgendwie so. Und dann. So. Was sind nicht? Wir brauchten weniger Platz und die haben wahrscheinlich alle gleich dick. Ja, die haben alle gleich dick. Das ist eigentlich wurscht, wenn wir das machen. Ich weiß ja nicht, was du tust. Bin jetzt ein Level 10 und hab's mir zum Stream gekauft. Pro Gaming Progress nennt man das. Snooze Progress. Oh, Rechnungen müssen wir noch zahlen. Sonntag, Ruhetag. Schön gut aufpasst. Gut aufpasst, aber die haben aber nicht so tragisch. Ah, das sind so 40 Fuß. Geht schon. Geht schon. So, ist irgendwas ausgegangen? Oder irgendwas am Ausgehen? Nein. Proppenvoll, alles proppenvoll, da ist alles proppenvoll. Wunderbar. Eigentlich müssen wir jetzt warten, wir brauchen die Kohle für die Lizenz. Was kostet? Was kostet Lizenz? Verwaltung, Lizenzen, die kaufen wir uns heute noch. Und die Produkte rammen wir einmal ein und machen wir noch einen Tag. Was sagen Sie dazu? Das? Oder ich zeige euch im Progress in meinem Projekt. Was wir jetzt machen? Abstimmung. Währenddessen das Spiel im Hintergrund läuft, machen wir mir eine Abstimmung. Hm? Müsst ihr mir sagen. Müsst ihr mir sagen. Weil ich dazu gerne eine Umfrage starten können aus dem Stream-Programm heraus, aber es geht einfach nicht. Nein, das geht nicht. Nein, das ist nichts. Nein, das ist nichts. Umfrage starten! Was der mal?
Projekt Demonstration, an wo sie seit 5 Wochen fast täglich arbeitet, wie ein Irische. Oder Lizenz plus Produkte eingondeln. Wenn ihr euch für Produkte eingondeln entscheidet, dann schauen wir uns das Projekt am Mickau. Und wenn ihr mir jetzt da ein 50-50 draus macht, dann scheiße ich, dann geh. Dann stehe ich einfach auf, gehe eine rauche und lasse einen Stream laufen. Die ganze Nacht. Machen wir das Mikro aus. Ich lasse die Robbe dann im Beutel drehen. Und lasse im Hintergrund. Was ist denn das Nervigste, was ich kenne? Ein kleines Kind, das schreit laufen. Bis morgen. So, und währenddessen. Mein Michi, das dauert alles ewig. Das ist wirklich Wahnsinn mit dir. Sie haben jetzt eine Umfrage übrigens im Chat. Na? Was tun wir? Projektdemonstration oder Lizenzen und Produkte im Spiel bauen? Los, beides dauert ungefähr so 20 Minuten, nehme ich an. Ich rieche auch gerade einen, macht das. Was? Wer riecht? Oh, da riecht. Lass die Cantina-Band laufen. Ja, dann kriege ich ja wahrscheinlich gar keinen Strike. 10 ist. Ich hab schon gespannt, es ist 5 nach 10, deswegen frage ich ja, was wir jetzt tun. Normalerweise ist es so um 10 grob bei Gameplay-Schluss, dann labert man noch über irgendeinen Scheiß und wenn es im Projekt was herzuzogen gibt und das darf es geben. Einiges sogar, vor allem da ich gerne auch mal laut vor ein paar Leuten nachdenken, wo die Gameplay-Loop mittlerweile so hinführt, was für Waffen das gibt, was der Plan ist in Zukunft noch oder in der kommenden Woche und in der nächsten Woche, was ich so mache. Und ich bin ziemlich weit gekommen mittlerweile. Es schaut noch alles aus wie Scheiße, nach wie vor noch, aber das ist wurscht. Die Waschbären in der 10-Stunden-Phase. So, müssen wir eigentlich noch irgendwas nachbestellen? Nicht wirklich. Das Pedomüsli geht langsamer. Ja, was heißt langsamer? Da geht überhaupt nichts langsam aus. Laimé geht aber langsam ein wenig aus. Wie viel haben wir? 323? Jawohl. Was kostet Lizenz? Produktlizenz kostet 550. Da kriegen wir mit da noch. Das ist ja Wahnsinn. Ihr könnt die Umfrage auch melden wegen was? Das sagen Projekt am Mittwoch wegen mehrer Zeit zum Zorn. Ja, immer gleich viel Zeit. Oh, immer gleich viel. 500 Stimmen bei 1700 Zuschauern. Wer haben die 1200 zu faulen Arschlöcher, die jetzt in den Chat eingängen und verdammt nochmal auf den Knopf da drucken? Sei er ernst? You serious? Was die denn die anderen 1200? Da sitzen Schleidern. Passt überhaupt irgendjemand auf? Die Nudeln an einem Style hat's geheißen. 6,62, dann machen wir 6,80. Was ist mit dem Like-Button? Nix mit dem Like-Button, mit dem Umfrage-Button. Ich muss jetzt direkt einmal schauen, ob das schon stimmt, was mir das Ding anzeigt. 562, jetzt haben sie noch mal 60 geschafft. Von 1200. Bin ich richtig krass stolz auf euch. Ihr habt große Nummer. Groß. Das Engagement ist grenzenlos. Lizenz und Produkte eingondeln. Ja, gut, dann wird es darauf hinauslaufen. Seht schon, das Interesse an dem Projekt ist bei 0! Dann halt nicht! Wie viele Likes haben wir überhaupt beieinander? Weiß ich nicht. Ja gut, hey, über 800 ist für einen Livestream ist wirklich stark. Zumindest in diesem Kanal. Ja, der Nachschau-Squad, der enttäuscht mich nicht. Smash den Like-Button. Auf das Verlass. Die haben Zeit. Da müsste einer schreiben, ich darf schleudern, wenn ich möchte. Das ist richtig. Aber dann schleudert wenigstens dein Schleudergerät mal kurz auf den Knopf drauf. Warum nicht? Alter? Kostet nichts, tut nicht weh. Na gut, je nachdem, mit wie viel Schwung. Sorry, spiel nebenbei noch Rest for the Wicked. Schreien kannst du auch! Dann kannst du mit deinen Gichtbratzen auf den Knopf aufdrücken! Die schauen auf der Glotze oder nicht angemeldet. Das glaube ich nicht. Dass 1200 Leute da drin sitzen ohne YouTube-Account, das braucht er mir nicht verzeihen. So, was ist jetzt da? 600 haben wir. 600 haben wir. Grüß Gott. Auf Wiedersehen. Ich mache jetzt den Begrüßungstypen, den gibt es in den USA manchmal. Der steht draußen vor der Tür und begrüßt und verabschiedet Leute. Sehr schöner grüner Mantel, meine Damen und Herren. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, zum Friseur soll jetzt mal gehen.
Da haben wir da. Mitte. Sehr bauchfrei für ihr Alter. Oh, da haben wir die zwei Zwillinge. Das ist der Günni und der Gün. Gün. Und die Ketten sind voll. Ja, dann gehst du halt noch einmal Runden ums Kühlregal rundum. Ja, da stehst du ins Eckal und schaust ein wenig dumm und prüfst dann nochmal. Ich weiß auch nicht, was der Plan ist. So, 736G. Was ist jetzt besser? NRFTW oder Last Epoch? Kann man nicht miteinander vergleichen. Die zwei Spiele. No Rest for the Wicked ist kein Action-RPG in dem Sinn wie Diablo. Ist anders einfach. Da ist zu viel Dark Souls drin. Und Ausweicher und so ein Scheiß. Und das tust du in Diablo nicht. In Diablo ist das einzige Ziel. Oder in Last Epoch. Lauf einfach durch. Tank, alles weich nicht aus. Prügel ist so scheiße. Wir schauen auf 3 Geräte und 2 haben gleich. Hier, P. Rickert, Entschuldigung. Das ist Einsatz. Ja, so mache ich das. Das ist Einsatz. Über die Glotze kann man auch den Button drücken. Das ist abgesehen davon, Riese Mike, absolut richtig. Ich konsumiere YouTube so viel auf dem Fernsehen. Und auch da ist es möglich, du drückst auf den OK-Button am Fernsehen, und dann fährt er so eine Leisten auf. Ja? Die Zeitleiste. Und wenn du dann mit den Pfeiltasten, die jede Fernbedienung hat, und jetzt sehen wir keinen Scheißdreck, nach oben drückst, dann springt der Cursor auf den Like-Button oder auf die Zeile mit Like-Button, Dislike-Button, kommentieren und so ein Scheiß. Dann geht er auf den Like-Button, das ist der Daumen nach oben und drückst auf OK. Und wenn du das nicht kannst, dann bist du des Smart TVs nicht wert. Okay? So, genug. Ey, Stockfinster ist, sonst sagt keiner was. Mit die Arme, was du am Tag, tu mal Bierlizenzierung. Es ist schon viel nach 8, die kauft man noch. Nein, die kauft man morgen. Weil jetzt die ganzen Leute, die einer tüdeln, die wollen dann den Artikel und die haben wir nicht, die können wir nicht mehr bestellen und nicht mehr einrahmen, das schafft man zeitlich nicht mehr. Hagebundene. So, wie schaut die Umfrage aus? Ja, eine Gondel, 720, bin ich zufrieden. Ah, nicht einmal die Hälfte hat es geschafft, aber die andere Hälfte ist halt dann besoffen oder was weiß ich nicht. Umfrage beenden, 66% sagen Lizenz plus Produkte eingondeln, passt. Schauen wir uns das Projekt am Mikro nach dem Spiel. Gott sprach, es werde Licht und machte so. So, was kannst du für Mille? Scheiße, wir haben kein Milli mehr, oder was? Milli und Cheese ist aus. Fuck off. Mein Gott, Michael, Leute, ohne Scheiß mit deiner Arbeitsmoral. Kann ich mir jetzt da einmal hinstellen oder was ist mit dir? Kann ich... Oh, da dauert er jeden Tag bis um 12 Uhr auf die Nacht, das ist ein Wahnsinn. Ja, was blöd ist, dass ich ihm nicht wegschicken kann, dass ich schnell hinstehe. Ja, die kassiert, habt ihr, zacki, Motherfucker, Schäkel. Und dann haben die schnell drauf, ja, Milli nicht gefunden, alle wollen über Milli haben. Wir kaufen uns jetzt die Lizenz und die Produkte und dann machen wir nur einen Tag. Ah, schon immer mal über $1000. Das läuft von selber, Alter. Bruder, läuft von selber. Aber was mir auch auffällt, muss ich, jetzt warte mal, einstellen. Einkauf abschließen. Ach so, okay. Also er zählt auch die Einkäufe als Achievement sozusagen, jetzt sind 316. 316. Zählt er auch, wenn er abkassiert, die Achievement oder muss ich das selber machen, dass ich den anderen freischalte? Das war halt voll behindert. Dann muss ich ihn wieder rauswerfen, 80 Leute abkassieren, damit ich dann 2. Was ist das für ein dummer Scheiß? Du kannst an mich feuern. Ja, das weiß ich, aber das will ich ja nicht. Weil, warum? Oder wenn ich so arbeiten darf. Da die am Fliesentisch sitzen, Kippen stopfen und mir übers Bier geht und beschweren. So, was ist. Und da mich wundern, warum. Die Gesellschaft ist so scheiße, so ist so scheiße. 5 Minuten später ist die Medica drin und kassierst so ab. 1 Mehl. 2 Mehl. 3 Mehl. Alles klar, Michi, Zeit zum Heimgehen. Enter, Tagesstatistik. Hey, ja, 6 Produkte nicht gefunden. Das war jetzt am Schluss aus und 3 fanden es zu teuer. Das ist absolut in Ordnung. Und wir haben sauber Monedos gemacht. Wir haben auch 2 Kühlschränke gekauft. War vielleicht noch zu früh, aber ist ja scheißegal. Insgesamt Kunden 35. Nächsten Tag starten. Jawohl. Spaghetti, Nudeln und Reis. Spaghetti, Nudel 37. 7,3. Wie machen wir 57?
Und was war das andere? Hab ich schon vergessen. Der Reis. Wenn wir da 7,23 geben, haben wir ebenfalls 57 gehen. Nice. Du musst mir jetzt 2 Backerl Snus noch als extra dazu geben, dann kommt er am nächsten Tag mit einer weißen Nase. Ja, und dann kassiert das Regal selber ab. Kannst den nicht leveln, das war noch geil, wenn der skillen darf. Oder wenn du ihn auf Lehrgänge schicken kannst oder irgend sowas, wie das bei Pizza Connection 1993 schon der Fall war. Aber ich denke nicht, dass das geht. Einstellen, die können nur feuern, das war's dann. Und was ist, das ist halt voll behindert. Das ist wirklich grenzdebil behindert. Er zählt die abkassierten Einkäufe nicht in T, wenn es er abkassiert. Wir sollten nie dann jemals auf die 400 kommen, dass ich den zweiten Kassier. Oh. Da musst du 1750 Einkäufe abschließen, dass du 4 selber. Das muss ich selber machen, nicht er. Das ist behindert. Das macht keinen Sinn. Was heißt hinten Anpassung? Wo, ja, stimmt. Kommt bald. Coming soon. Anpassung ist, glaube ich, so Dekoratives für das Ladengeschäft. Das tragt wahrscheinlich nichts zum Gameplay bei, darum ist es noch nicht drin. So! Lizenz kaufen, Produktlizenz kaufen. Kaufen! Dann rein in den Markt. Produkt auswählen. Ein Stück O-Saft. Soda. Oh, jetzt wird's gesund. Milli 6er Bagel Apfelsaft. Kosten die Gaudi. Aber das letzte nur mit rein, du. Hab ich gar nicht mit rein, du. So, was brauchen wir? Käse und Milch. Käsemilch. Tee. Käse, Milch, Tee. Was nehmen wir noch mit? Und das Premium-Mehl. So. Kaufen! Einräumen! So, wenn wir die ganzen neuen Sachen eingeräumt haben, das ist das Gute am Kassierer. Du kannst halt schon aufsperren, währenddessen du noch am Einräumen bist. Zumindest wenn die Regale alle voll sind, dass kein Regal ganz leer ist. Dann kann es nicht passieren, ich finde irgendwas nicht oder sonst irgendwas. Das ist am Kassierer schon ganz geil. Aber so dauert schon gescheit lang. Ja, ich weiß schon was. Wenn ich jetzt da wahrscheinlich noch... Halt, stopp. Milli haben wir schon ein paar Mal weggeworfen. Nein, fällt nichts. So, was haben wir da? Ein Stück Käse. Rein in den Düdelmann. Düdelmann weg. So, oh, Juice. So, das ist neu. The Bio-Juice. Okay, wir verkaufen, das ist nur eine Verpackung. Innen drin ist Chemo-Juice. Muss man wissen. So, das kennen jetzt normale Regale, gell? Wir haben, glaube ich, kein Regal mehr frei. Fuck. Nein, wirklich kein Regal mehr frei. Wo der man das Klumpi? Ja, dann müssen wir es da reinstapeln, das wird nicht helfen. Haben da bloß so wenig drin. Oh, Nipfel! 1, 2, 3, der 6. Ach komm, noch nicht der Teufel. So, lecker Soda! Die Turko. Das Türken-Cola! Da haben wir wieder 24 Flaschen drin. Weg mit dem Schund. Was haben wir da? Oh, Sprite. Sehr gut. Gib direkt runter. Ah, schön. Oh, jetzt habe ich Bock auf ein Sprite. Hat noch jemand Bock auf ein Sprite? Ich hätte jetzt Bock auf ein Sprite. Machen wir so. Schaut gut aus. Preise darf man nicht vergessen. So viel Cola. Grüezi, fix nochmal. Warte mal so. Und da gelangen auch 2 Fackel in den Kühlschrank-Dinge. Da passen eigentlich relativ viel. Was noch mehr Bio-Juice? Ach so. Einen, der wir ganz unten. Da gelangen wir gleich nicht so oft hin. Das ist nicht so wichtig. Ja, Ski eingeräumt ist anders. Lassen wir das machen? Die Produkte müssen gleich sein. Verdammt. Was brauchen wir für eine Schachtel? Die quadratische große, kann das die sein? Schauen wir mal. Nein, das muss ich Ski einräumen. Nein, das muss ich Ski einräumen, das hilft nicht. Hilft ihm nicht. Ich kann es nicht Ski einräumen. Dann machen wir es ganz anders. Machen wir einen Juice. Machen wir da her. Oh, die Schachtel brauchen wir noch. Erinnern Sie mich daran, dass wir diese Schachtel noch benötigen. Ja. Dann kriegen nämlich die gleich eine Eigensfachel. Hab nämlich das Gefühl, dass wir da noch mehrere kriegen. Ja. So. Ja, wie schön das ist. Wie schön das ist. Ja, Wahnsinn. So, und Cola. Machen wir genau so. Rein in die Bude. Rein in die Bude. So. Ah, wunderschön. Es ist so wunderschön.
Es ist so wunderschön, ich kann das filmen. So, was haben wir da? Wir brauchen ein Müsli. Müsli, Kaffee. Müsli, Kaffee, grünes Öl. Wie viel haben wir noch? Genügend. Müsli, gib Müsli. Weißt du was, nimm gleich zweimal Müsli. Nimmst dir mal gleich zweimal einen Kaffee. Und das Grenier nehmen wir auch gleich zweimal. Und dann haben wir eh fast pleite. Was brauchen wir noch? Oh, Preise brauchen wir noch? Ja, guter Punkt. 2, 8, da machen wir 3. Ja, was machen wir da? 2, machen wir auch 3. Ah, ist vielleicht ein bisschen viel. Wir können mittlerweile ja andere Preise machen, wir 2,75. Gib ihm 2,75, das ist in Ordnung, aber da können wir 3 mal. Was kostet Sprite? 2,60, da machen wir auch 3. Ah. Was kostet das Bio-Saftal? 3. Alles klar. Und da machen wir auch 3. Alles klar. Was haben wir noch gekriegt? Milli. Sixpack Milli. Wow, leck, was ist mit dem, Alter? Dann schreiben wir 12,50. Ja, machen wir 12 Grad aus. 12 Grad aus. Vergiss die Preise nicht. Der Pfarrer muss mir Müsli sehen. Bio. 80 €. Brot. Oh, Brot haben wir auch noch mal viel. Brot. Dann machen wir ein Stück Brot und Nutella und nochmal so ein Millibackel. Wo ist der Brot? Brot! Nehmen wir nochmal so ein Sixpack Milli. Nehmen wir vielleicht sogar. Ja, nehmen wir 1. Und, scheiße, was war das letzte? Müsli haben wir schon. Nutella. Ich weiß schon, das Erdnussbutter ist bei uns Nutella. Halt dein Maul. Ja, können wir uns genau leisten. Easy. Da, eingerammt, haben wir irgendwas, was ganz aus ist? Nein, mach schon mal auf. Bis die ersten kommen, haben wir mir geschwind eingepulvert. Ja, schauen wir gut aus. Jetzt kommt es drauf an, ob da unten noch was einpasst dann. Mit der Mille schauen. Da müssen wir mit der Mille. Oh, wenn wir zweimal das Ding gekauft, dann stellen wir das dabei da drin her. Das ist nicht so tragisch, du. Da Nutella eintimpfen. So, öfters mal ins Nutella eintimpfen. Next Level American Pie. Ja, was haben wir da? Brot! Haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Ein Stück Brot! So, Peter Bär Müsli, yeah. Ja, noch mehr Peter Bär Müsli, yeah. So. Und dann haben wir noch ein paar Milliflaschen. Ja, da gingen nicht viel rein, gell? Da haben wir schon gedacht. Die brauchen viel Platz, diese, aber die haben auch geidige Teufel. Das ist das richtige Produkt, das muss nicht oft angelangen. Und kostet 3-mal so viel wie der Rest. So, wenn wir mir nicht gut bestückt sind, aber nein. Oh, lassen wir das noch aus. Für die Kräuterschnaps. Stehen wir dabei. Sieht keiner. Schaut gut aus. Ein Wasser. Ja. Wasser prüfen. Guter Punkt, hab ich grad. Guter Punkt. Wie so ein 0815-Spiel so triggern kann. Unfassbar, ich lieb's. Du, ganz ehrlich, es ist jetzt fast 10:30 und die Zeit ist verflogen wie nichts. So, da ist zu teuer für mich! Was? Du Stück Scheiße, da machen wir 2,50, da hat sich doch der Preis geändert, Alter. Da hat sich doch der Preis geändert, das muss klar. Geht schon was, haben wir schon wieder 150 in der Kasse herin. Michi, wie läuft's? Ich gehe dabei wieder auf den Aussichtsposten. Den Dock genehmigen wir uns noch. Und dann ist die Frage, sag ich jetzt aber ganz ehrlich, das ist ein guter Punkt, dass du das jetzt halt gerade schreibst, wie unser 0815-Spiel so triggern kann, unfassbar. Ich glaube, jetzt haben wir alles gesehen. Jetzt liegt es an euch. Ich habe schon einen Bock, aber jetzt glaube ich, wird es dann Arbeit so. Oder halt wirklich, jetzt wird es dann sehr repetitiv. Sehr repetitiv. Kaufregal, Kauflizenz, Stellprodukt, Ei, Rammei. Jeden Tag habe ich nicht bloß 5 Teile zum Bestellen, sondern 20 und zum Einrammen. Etc. Müsst ihr sagen. Ob man nochmal eine Runde eine suchten oder nicht. Ich hätte gar kein Problem damit, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Es ist einfach easy. Easy Space so. Soda, nicht die Türken-Cola. Was ist Soda? Das ist alles Soda! Soda! Da so! Was mit dem Saftteil? 2,80 auf 3, geht, passt. Umfrage, Lager brauchen wir auf jeden Fall. Stimmt. Das Lager und den Lageristen, das ist noch so die einzige
Gameplay-Mechanik, die mich noch stickert hat. Rechnungen, zahlen wir geschwind. Wachstum, ja, einstellen. Was brauchen wir da? Ah, okay. Da brauchen wir ein Lager, ein gekauftes Regal, Supermarkt Level 15. Und für den Lageristen, uns Lager für 800. Das geht noch einmal. Das lasse ich mir eingehen. Ist doch noch nicht so repetitiv. Das darf ich gern sehen. Das darf ich gern sehen, wie sich das dann abspielt, wenn ich nur noch kaufen brauche, zeig einer dran, fertig. Das darf ich, okay, habt's mich schon, ist schon gemein, wie ist nächsten Montag noch eine Runde. Eine Runde geht noch, locker. Locker, und das mit dem Lager habe ich jetzt gerade nicht gedacht. Ans Lager habe ich nicht gedacht, Kinder. Was man da auch mit da kann, ist die Kühlschränke mal so aneinander stellen, damit das noch Hand und Fuß hat dann. Einmal. So. Die Soda ist so da. Lager ist draußen links. Wo ist draußen links Lager? Ach so. Was ist denn dann das? Was ist das? Der Durchgang zum Lager. Kann ich da... Ah, das heißt quasi, ich kann die Kisten von da nach da einer... Da ist ein Krokodil. Meine Null gingen aus! Was für Null? Ah! Null und Spaghetti! Die müssen wir noch kaufen, das hilft ja nicht. Oh, Null und Spaghetti. Kaufen wir gleich 1, 2, 3 Baggeln Nullen. Wo ist der Spaghetti? 1, 2, 3 Baggeln Nullen. So, eingekauft. Guten Elotrans Spaghetti. Und dann nehmen wir das da noch schnell mit, damit es sofort wieder voll ist, damit sich keiner beschweren kann. Ah, haben wir schon wieder die Nullen, haben schon wieder da. Nullen haben schon wieder da, kennst du die Regale schon wieder auseinanderklauen. So schaut's aus. So. Und wenn dieser Tag gelaufen ist, dann war das richtig. Ja, Progress geht schon. Ah, das geht schon. Easy. Kriegen wir schon. Ja, macht die Regale voll. Und das darf ich mir wirklich gerne anschauen, wie der Lagerist dann funktioniert, und dann kannst du eigentlich wirklich fast, du kannst dein ganzes Geld raushauen, dann kannst du mal 3, 4, 5 Tage reinfarmen einfach, Produkte kaufen, dass die Regale immer gestopft voll sind, lernst die hin und schaust einfach zu. Gehst zum Scheißen, keine Ahnung. Oh, Licht brauchen wir, richtig, gut aufpasst. Schönes Licht. Ah, der Trevor ist wieder mal da. Jawohl, gleich 2 Millibackerl. So ist recht. Oh, Millibackerl haben wir schon wieder fast aus, gell? Ja, so ist nicht. Da ist sie fast ausgenudelt. Das ist, oh, ein Mai brauchen wir noch. Mai und Milli. Mehl. 3 Bagel Mai, 2 Bagel Milli. Oh, Entschuldigung. Kaffee. Da haben wir Mehl. Mit Tonicsfight. Jawohl. Weg mit dem Schund. Machen wir da auf. Milli wieder eingeklappt. Jawohl. Ist schon wieder aufgefüllt. Haben wir es schon erfangt? Haben wir es ihm schon erfangt? Oh, die werde ich nicht mehr ins Regal kriegen. Gut. Dann stellen wir es daneben. Machen wir so. Jawohl. Oh, Wasser haben wir auch keins. Ja, gut aufpasst. Ja, genau, weil der scheiß Kühlschrank da die ganze Zeit. Ah, kein Wasser. Müssen wir Wasser einabstellen. Schaffen wir das noch? Wasser? Wo ist der Wasser? Da ist der Wasser. Nein, wo ist denn das Wasser? Da ist das Wasser. Und das gleich mit 5 hier. Einfach weil wir. Nein! Okay, das müssen wir dann beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal dann. Jetzt der wir den Kühlschrank woanders hin, weil ich da nicht einsehe, und das macht mich narrisch. Da ist eh noch Wasser drin. Stimmt doch nicht, da ist doch noch Wasser drin. Feit sie nix. Schau hin. Käse? Käse feit auch? Ja, also beim nächsten Mal müssen wir einfach mal komplett Regale vollstopfen und dann reindüdeln. Da zweite Kasse gestellt, damit das einmal schneller vonstatten geht, das ist ein Wahnsinn. Bruder, schau mal auf die Uhr, es ist 9 und die Leute stehen an bis zum Scheiß aus, Henry! Kruzifix, Michi! Was hast du ich sag, Michi? Zum Abschluss! Kann er gar nicht zuschauen! Einstellen, feuern! Schau, Langquist, Trottel! Muss man selber machen! Bip, schau her, so geht das! Schickel, Motherfucker, 59, weiter geht's! Zack! Cash, passend, wunderbar! Das ist weird, für das haben wir jahrelang Shooter gespielt. Zack, los, Cash, 28, los, nächster, zack, Michi, wie schauen wir aus? Bist du, weiß ich nicht, so wie hast du den ganzen Tag nicht kassiert, das ist ein Wahnsinn mit dir.
14,50? Bist du Arschloch? Wo ist denn der 50er? Na klar, ich habe in der Täter noch nie rausgegeben. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich mich hergestellt habe. Saubere Coke! 5,50 abdampfen! Was hast du nicht gefunden? Käse nicht finden, ja gut. Jetzt hat deine Augen aufgemacht dann, der Trottel. Zack! Scheiße! So geht es mir! Besoffen der ist ein Wahnsinn mit dir. Laufen nicht Leute ein. Möcht heim, kennst du es nicht? Geschissener Trottel. Hab ich zuerst nichts mehr zum tun. Morgen stellen wir ihn dann wieder ein. Ob er noch mal kommt, werden wir dann sehen. Tagesstatistik. Ja, wir machen immer so 1100. Machen wir immer so 1100. Mich würde jetzt mal noch interessieren, zu wenig Wechselgeld, das ist noch nie fertig, fanden die Produkte zu teuer. Es ist noch nie irgendwie jemand einfach gegangen, weil er nicht bedient worden ist. Kann das passieren überhaupt? Wenn es heißt, Kasten sind voll. Naja. Meine Damen und Herren, es verabschiedet sich von Ihnen Edeka Brutto, wir hassen Lebensmittel. Bis zum nächsten Mal. Erstens, ich habe nicht damit gerechnet, dass man mir noch mehr Leid als letzte Woche mit dem später einkriegen. Natürlich spielt das eine Rolle, muss ich dazu sagen. Das ist mir nämlich mal vorgeworfen worden. Dass man um das nicht geht. Wie viele Leute das zuschauen? Nein. Ich mache das da, damit sie am besten so wenig Leute anschauen, wie es geht. Vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Zuschauen. An alle, die sich gleich wieder schleichen und jetzt nicht mehr zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Und was ich am allerfaszinierenden finde, ich habe ich weiß noch genau letzte Woche den Moment, wo wir die ersten Teile im Regal drin gehabt haben und dann bin ich an der Kasse gestanden, der erste Kunde kommt und ich kassiere den ab und drücke auf Ding. Dann macht es und drücke auf Außergehen. Dann beim zweiten und dann beim dritten. Und dann macht es in meinem Kopf so. Boah, bitte nicht. Bitte sag mir jetzt nicht, dass ich nach 8 Minuten Spulen das ganze Spiel gesehen habe und jetzt seit 2 Stunden lang da sitze und diesen komischen Idioten dort abkassiere. 1 Stunde später hat mir dieses scheiß beschissene Spiel dermaßen angefixt, dass ich es nicht kommen habe sehen. Und heute wieder. Und nächsten Montag holen wir uns das Lager, den Lageristen und lassen wir ein paar Tage einmal durchlaufen. Das will ich noch sehen, wie sich das selber regelt mit dem Einrahmen und so weiter und so fort. Das möchte ich noch sehen. Und dann, glaube ich, haben wir gameplay-technisch alles vom Spiel gesehen. Alles andere ist dann gegrindet. Das kann ich verstehen, wenn man da noch weiterspielt. Um Gottes Willen, ja, ich mag grindy Games. Nicht alle, aber viele. Das habe ich nicht kommen sehen. Das freut mich sehr. Öfters einmal Themenmonate ausrufen. Das war der Simulator April. Wir haben 3 oder 4 verschiedene Spiele ausprobiert. Bei dem haben wir hängen geblieben. Und ja, der Hausjug schreibt, Projekt werde ich noch sehen. Da ich gerne zu sehr viel Laberei ausarte, wird es dann zu spät. Das zeige ich euch am Mika. Nach No Rest for the Wicked. Am Donnerstag oder am Freitag kommt Manor-Lords raus. Das wollte ich eigentlich am Freitag spielen um 20 Uhr, am Freitag bin ich aber nicht da. Das bedeutet, Manor-Lords spielen wir dann nächste Woche. Wahrscheinlich dann am Mittwoch. Außer No Rest for the Wicked fixt auch so hart, dann müssen wir uns irgendwas ausdenken. Dann müssen wir nächste Woche einen Freitag-Stream einhauen. Und dann wird es langsam lächerlich, weil ich eigentlich gesagt habe, über die Frühling- und Sommerzeit, da streame ich nicht so oft, am Wochenende mag auch gar nicht, weil man halt eben oft dann nicht da ist. Man geht dann viel auf der Furt zum Essen mal oder grillt oder sonst was. Und ja, Freitag wieder Sauferei oder was. Kann passieren. Kann. Muss aber nicht. Caro schreibt, geil war's, freue mich schon auf Montag 20 Uhr, da musst du auf Mika 20 Uhr freuen. No Rest for the Wicked war ein unglaublich gutes Spiel. Jeder selber schuld, der letzten Freitag nicht da war. Machst du heute Freitag 14 Uhr? Der Bruder, ich habe übersehen, mir jetzt mit dem 5er Kruzifix, das bin ich eingepennt. Ja! Das verstehe ich nicht, wie oft soll ich nur in die Tröte einblären? Ein Grabachtel, hat das einen Grund, dass das Limo da steht? Nein, das ist so da.
Ich habe schon wieder so viel Leid übersehen. Grauachtel, ich hoffe, du bist noch da, mehr als für den Euro, der Bub, mehr als für den Fünfer. Falls ich irgendjemanden übersehen habe, es tut mir leid. Das war halt wieder ein bisschen viel. Ich weiß nicht, was da heute wieder los war. Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Manor ist optisch echt gelungen. Was mir am allerkrassesten beeindruckt an Manor ist, das entwickelt eine Person. Und da jetzt doch seit 5,5 Wochen auch an meinem eigenen Spiel entwickle in Unreal 5 und das mittlerweile ein richtig ernsthaftes Ausmaß annimmt, weiß ich, was grob dahinter steckt. Natürlich weiß ich nicht alles und so weiter, aber ich bin schon ziemlich tief drin, dass ich mich einigermaßen glaube, auszukennen, wie man manche Sachen macht. Egal, was für Spiel das ist, natürlich nicht alles. Ich lerne immer noch jeden Tag Neues. Aber das ist krass. So ein Spiel allein zum Entwickeln. Der muss 10, 12, 14 Stunden Dauer-Crunch am Tag. Darf keine andere Arbeit nicht haben und das muss schon irgendwie finanziert sein. Also anders geht's nicht. Das sehe ich an meinem Projekt. Das ist nicht im Ansatzweise so komplex und groß und wird wahrscheinlich nur ein halbes Jahr brauchen. Wann spielst du eigentlich mal Little Nightmares 1? Haben wir Little Nightmares 1 nicht schon gespielt? Das 2 haben wir gespielt, das weiß ich, aber das 1? 5 Wochen Entwicklung, 1 Woche Gameplay, 4 Wochen Menü. Ja, so ungefähr. Es ist eine derartige Scheiße, Menüs zu machen. Darum schauen in sich eine Spiele wie auch da. Schauen die Menüs aus, wie sie ausschauen. Es ist was, das ist richtig asozial. Richtig asozial. Ich habe 3 Tage gebraucht, bis ich mit dem Gamepad in der Lage war, einen Button zum Fokussen. Also das, wenn ich mit der Maus fahre, wird der Button entfokus und du kannst mit der Maus einmal anklicken. Und wenn ich wieder am Gamepad was drücke, dass ein bestimmter Button, der gerade da ist, fokussiert wird, dass du wieder und dann mit dem Steuerkreuz umeinander springen kannst und bestätigen kannst. Ich war fast ausgerast. Erkläre ich euch am Micker. Da werde ich sehr viel labern. Das kann eine Stunde dauern, dass ich euch das zeige. Sehr viel passiert. Es gibt sehr viele verschiedene Waffen, die vom Typ her relativ ähnlich sind, aber mit verschiedenen. Es gibt Dots, es gibt Slows, Dots, es gibt Ground Effects, es gibt Minen, es gibt einen Raketenwerfer, den ihr nicht gesehen habt. Es gibt 3 verschiedene Schrotflinten, es gibt leider noch keine verschiedenen Colts und keine verschiedenen Burst Rifles, aber die kämen auch noch. Die sind nicht recht schwierig zum machen. Ich bin momentan gerade dabei, tatsächlich an der Gameplay Loop und mir auszudingen, wie die Gameplay Loop und das O-Fixen dann tatsächlich funktionieren soll und habe da, glaube ich, also einigermaßen das Konzept. Da fließen wieder einfach aus anderen Spielekonzepte ineinander. Es kommt ein bisschen was von Tarkov. Wie man sich ja immer jetzt fragt, wie soll das da reinpassen, hey? In Form von Items, die du verlieren kannst, wenn du stirbst. Dann deine Ressourcen werden schon dauerhaft gespeichert, wenn du stirbst. Die nimmst du mit nach draußen. Da kannst du draußen was damit anschneiden und dann dauerhaft Upgrades machen. Da habe ich die letzten 2-3 Tage dran gewirkt. Das geht auch schon. Zwar nur für Leben, aber ist ja wurscht. Es ist die ich baue ein Grundsystem nach dem anderen und dann fülle ich es irgendwann mit Content. Wenn ich die Grundsysteme mal beieinander habe. Und langsam bin ich wie soll ich sagen, es gibt ein Menü, es gibt Optionen für die Grafikeinstellungen, es gibt Game Setup, wo du deine Startwaffen wählen kannst. Dann kommst du ins Spiel, es wird eine bestimmte Map geladen. Wenn du stirbst, kommt der Statistikmonitor. Da stehen noch keine Statistiken nicht drin, aber dann kommst du zurück zum Hauptmonitor. Das heißt, es passiert jetzt auch was, wenn man stirbt und so weiter und so fort. Es schaut alles aus wie Hundkacke, aber es ist egal. Wir werden sehen. Ich zeige euch am Micker. Ein Boosting, wo die Leute das zeigt, palettenweise kaufen. Flammenwerfer fertig? Nein. Warum? Der Flammenwerfer ist tatsächlich ein größeres Problem an Waffe, als ich das dachte. Erkläre ja auch, Micker, da muss ich so weit ausholen. Da kann man eigentlich einmal einen kompletten Stream drüber machen. Da kann ich so viel labern drüber, dass der Schädel reißt. Und das wird aber wahrscheinlich die wenigsten da herin interessieren. Oder halt, was nur verständlich ist, um Gottes Willen, das muss ja keiner sich da auskennen, viel zu trocken sein und sie Dinge. Alter, ich habe keine Ahnung, was der Typ da labert. Und tschüss. Aber ich hätte mal Bock drauf. Herr Baumgartner, sag geil, was wär's mir getan, die Wurst hat, was, sehr süß, freilich, was ich bitte das, Achtung, zweimal die Tröte. Line Trace, nein, gibt kein Line Trace. Alle meine Projektile in die Waffen sind tatsächliche Projektile, die beim Aufprall berechnet werden. Und Flugzeit und Geschwindigkeit und so weiter haben.
Bierger Freitag, kriege Bier, RIP-Event? Nein, ganz ehrlich, das interessiert mich nicht stark. Muss ich ganz ehrlich sagen. Selber schuld. Mehr kann ich zum Kriegen nicht sagen. Selber schuld. Der bin ich leider spät, ich habe mir in die Nachschau's bis mitgehört. Christoph, hau dich rein. Nächste Woche ist 1. Mai, da werden alle besoffen sein am Abend. Wieder ein Hobby-Tech-Schmerz, ist alles wie Physik. Ja, recht weit haben wir da nicht davon. Und da tue ich mir übrigens am härtern. Irgendjemand hat mir ja gerade vorher reingeschrieben, ja, da hat der Chixlixen. Was, Browser-Games schwerer zum Programmieren, käme ich da nicht so aus. Ich habe schon 2 Browser-Games gemacht. Lang vor dieser Zeit hier. Das war 2006, 2007, 2008. Da habe ich das Programmieren gelernt. Da war es genauso schwer wie das jetzt in Unreal. Sage ich freiwillig. Ich habe einfach nicht. Irgendwann fangst du bei Null an. Natürlich ist es schwer. Das zweite Browser-Game, Annex, das manche da drin sogar noch kennen, das war in dem Sinn nicht schwer. Weil ich das Programmieren schon konnte. Aber es war extremst viel Arbeit. Alle Grafiken selber gemacht, alles von Zeile 1 weg konzipiert und geschrieben und gestaltet und Dings gemacht und zwar komplett allein. Und das werde ich mir mit Unreal 5 natürlich nicht antun. Ich habe mir ein paar Assets, habe ich mir bereits schon gekauft, die waren nicht teuer, aber ein Model hat 5 Euro oder so gekostet. Die kleinen Monster zum Beispiel und so weiter. Und unseren Hauptcharakter, ein Wimp, ein Wimpy, den habe ich mir gekauft, da haben die Animationen schon dabei und so weiter. Grund dafür ist ganz einfach. Ich darf mich natürlich gern mit 3D-Modeling auseinandersetzen, was ich auch schon mal getan habe. Zum Beispiel in Annex, die ganzen Gebäude, habe ich mit einem 3D-Programm gemacht, mit Blender oder Cinema 4D. Aber natürlich hätte ich Bock, mich da hinzusitzen und das zum Lernen. Als Lerner ist nicht das Problem bei so ganz krass kreativen Tätigkeiten. Bei sowas brauchst du erstens mal eine ordentliche Habe Talent. Ich glaube, ein bisschen Talent für sowas, glaube ich. Aber du brauchst Jahre Erfahrung und Übung, bis du wirklich ansehnlich gut bist. Und das kann ich mir nicht innerhalb von 4 Wochen lernen, innerhalb von 3 Monaten lernen. Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Da müssen die in der Branche arbeiten und müssen das regelmäßig machen, bis das in Fleisch und Blut übergeht und da ist lang hin. Das geht nicht einfach so. Und darum werde ich mir Assets und so Geschichten einfach kaufen. Warum ist Annex offline? Einfach weil ich. Ja, genau ist, was der Birdlike schreibt. Weil es keiner spielt und der Server Geld kostet, ganz einfach. Ja, und das Ding, da habe ich im Oktober vor 10 Jahren damit angefangen. Einmal vor 3 Jahren, glaube ich, an Weihnachten oder vor 2 Jahren über Weihnachten oder vor 4 Jahren über Weihnachten, ich weiß nicht mehr, haben wir da mal noch mal eine Runde gespielt, es hat noch mal kurz angefixt und so weiter, aber es ist ja ein Browser-Game. Damit das wirklich ein Selbstläufer wäre, ich sage es auch freiwillig, wie es ist, wenn man mit sowas Geld verdienen könnte, dann hätte ich es gemacht. Da ist der monetäre Punkt, ist mir da wichtig, weil das nicht Spaß an der Freude ist, sondern das ist knallharte, kreislige Arbeit. Ab einem gewissen Punkt. Der Punkt wird bei Unreal 5 auch irgendwann kommen. Ich bin, glaube ich, auch gar nicht mehr so weit weg davon. Ich sehe jetzt schon an vielen Punkten so, okay, das ist nichts Neues mehr, muss ich noch machen, das ist nichts Neues mehr, muss ich noch machen. Das ist pure Arbeit. Das ist, als darfst du im Büro sitzen und programmieren. Das ist genau dasselbe in Grün. Das Schöne ist, ja gut, du programmierst dann am Spiel, aber das ist dir irgendwann wurscht. Können jetzt vielleicht einige nicht verstehen, die nicht an einem Spiel programmieren und damit einer Geld verdienen. Ich übrigens auch noch nicht. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, dass ich damit mehr Geld verdiene. Aber wenn es passiert, nette Geschichte. Die meisten Browser-Games laufen nicht mehr, weil sie die Plugins abgeschalten haben. Browser-Games haben auch sowas von Mitte der 2000er. Alle haben ein Smartphone. Wenn, dann müssen die Annex in eine App umbauen oder in eine App integrieren und lauter so einen Scheiß. Das heißt, knallhart von vorne fangen. Und nö. Nö. Wie viele 1000 Stunden Arbeit da drin in Annex stecken, möchte ich überhaupt nicht wissen. Ich möchte es überhaupt nicht wissen. Und wenn es der zweite aus der Community holst, du auch was davon verstehen? Nein, ich mag mit anderen Leuten nicht zusammenarbeiten. Ich sag's ganz gnadenlos, wie es ist. Weil ich mich um nichts anderes kümmert wie um die anderen Leute. Mag ich nicht. Bau einfach einen Donation-Button ins Game und haben verdient genug. I don't think so. Zeichnen macht auch irgendwie keine Freude mehr, wenn es nur noch für andere zeichnest. Genau. Fragst du mal einen Chris. Natürlich macht die Grundtätigkeit immer Spaß. Genauso wie mir das Programmieren und Internetseiten basteln. Mein Beruf.
immer Spaß macht. Das tut er seit über 20 Jahren. Aber nicht mehr so wie im ersten, zweiten, dritten Jahr. Da, wo ich so krass davon begeistert war, leck, ich mach jetzt da eine Internetseite und jemand in Australien kann sich die anschauen. Völlig narische Scheiße. Ihr wisst schon, was ich meine. Je länger ein Spiel entwickelt wird, desto mehr Technik passiert um einen herum und schon musst du für die nächste Konsolengeneration entwickeln. Ob das Ding überhaupt jemals für die Konsole kommt, ist die nächste Frage. Wenn große Entwicklerstudios schon Probleme haben mit Konsole zu PC und PC zu Konsolenports, dann wird der kleine Bürger, der vor 5 Wochen Unreal das erste Mal eingeschaltet hat, dieses Problem mit Sicherheit nicht einfach so aus dem Ärmel geschüttelt lösen. We will see. Den Button gibt's schon in der App. Ja, gut. Bumserwald Spiel zu bezeichnen ist auch ein bisschen. Da spreche ich halt, Echtzeit-Chat im Internet. Ich tippe hier was und alle sehen's? Ja. Wie komme ich da mit jemandem? Werde ich nie vergessen. Erste Runde in meinem Leben Counter-Strike. CS Oil Rig. 1999. Lauf so rum. Bin beim Kumpel. Oder am PC. Alle schon her, mein Nachbar hat mir ein Spey gebracht und so weiter. Ja, Spey einmal. Maussteuerung überhaupt nicht klargekommen. Umeinander gelaufen, geschossen. Irgendwann gestorben. Sitzt mir Spätzi neben mir und sagt zu mir so, Und die anderen Leute da sind andere Leute aus dem Internet irgendwo auf der Welt. Und in diesem Moment war der kleine süchtige Internetbürger geboren und hat seit diesem Tag nichts anderes mehr getan, als Leute im Internet erschossen. Und erschossen werden vor allem hauptsächlich. So, jetzt ist 3/4 und jetzt backeln wir zusammen und gehen ins Bett. So sieht's aus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich ziehe meinen imaginären Hut vor Ihnen oder meinen, besser gesagt, angekackten Bob Ross Pro-Gamer-Kittel und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, was schon lange nicht mehr gesagt worden ist. Habt ihr eigentlich so ein Vollbier-Squad-Leiberl? Wenn nicht, gehst du jetzt auf biergerwehr.de und kaufst da uns, anstatt dass du wieder einen 50er oder einer donatest oder sonst irgendwas betreibst, du Kasperlkopf, du Kreisliger. Dankeschön für die ganzen Donations. Danke fürs Zuschauen. Es ist absolut narrisch, dass wir mir mit sehen, die Blödelspiele 1800 Leute in den Stream kriegen. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Und das freut mich sehr. Motiviert, ungemein. Und es war mir ein Fest. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hatte Spaß. Kommen Sie gut ins Bett hinein. Ich bedanke mich für die ganzen Donations. Welcome to alle neuen Mitglieder, die heute dazugekommen sind. Es waren einige, Kruzifix waren das halt einige. Danke für die ganzen Resubs und Donations und an die alten Mitglieder und neuen Mitglieder. Press Triple F für die Moderatoren und bitte hinterlassen Sie ein ordentliches Hashtag klassisches Hashtag Strapse und Hashtag Brot im Chat. Was sonst? Trottel, Trarier. So, und ich grüße den Nachschau-Squad und schleiche mir jetzt davor, der Kittel stinkt. Ob ich den jemals gewaschen habe seit dem ersten Bob Ross Stream? Diese Frage beantworte ich euch, wenn ihr etwas älter seid. Bis zum nächsten Mal. Habe! Was für ein dämlicher Scheißdreck. Was? Brauchen wir ein neues Bettel? Ach, wieso? Ich sitze am Kittel! Ich tue das da so weg so. Ihr Vollidioten. Warum lasse ich mich. Warum? Machen wir da ein bisschen zu. Ah, ist ein bisschen ein Vorhang. Ah. Okay, tschüss!